Salut zusammen, wir begrüßen euch ganz herzlich zu der 9. Matz vom Rocca. Danke an alle, die jetzt schon eingeschaltet haben. Als kurze Info, wir haben da die Alerts stumm geschaltet. Also sie werden angezeigt, aber man wird sie nicht hören. Und es wird nicht so auf den Chat eingegangen werden, da wir uns aufs Gespräch konzentrieren wollen. Und wir sind heute da mit dem Swiss Arma und ich bin Tactical Failure. Und wer bin ich? Ja, unser Herr Rocca ist natürlich auch da. Muss man den überhaupt erwähnen? Das ist dann die andere Frage. Ich denke nicht. Du hast es so professionell gemacht, jetzt hätte ich nur noch das Wetter kommen. Schon. Ja. Also bei mir ist es gerade ein bisschen... Nein. Der kalt. Du hast doch vorher gesagt, es ist warm, es ist so kalt. Ja, ich habe aber auch kein Heizung im Haus, ich komme im Holzhaus. What the hell? Aber für den habe ich meine 3 Monitore, das regelt. Das sind einfach das Feuer neben Sie dir ist am ran. PC am Kuscheln so. Ja, schon. Sali Chat, hoi, Sali. Und wie Tactical Fair gesagt hat, ab jetzt werden wir nicht mehr so viel schauen. Wer ist der Dude mit der Brille? Sali zusammen, Sali. Der Rocca ist nicht wichtig. Welcome to my chat. Nur Plebs, alles nur Plebs. Ich glaub's nicht. Wie ihr seht, haben wir heute wieder mal eine Dame am Start. Vielleicht sogar 2, ich weiß es nicht, Swiss Arma. Wie bitte? Okay, in dem Fall 2. Aha. 2 Divas, 3 Divas. Beacht uns. Lob. Das Problem ist, ich will nicht immer das Gespräch stören. Wir werden sowieso das Gespräch immer stören, weil ich Idiot immer wieder drin rede. Aber das ist normal. Okay? Und das ist jetzt halt live, nicht gegen Justin Bieber. Findest du es echt schlimm, wenn wir dir immer Justin Bieber sagen? Ich habe mich schon daran gewöhnt, wegen der Joy, also alles gut. Ich finde es gut. Oh, Ich meine, so ein Justin Bieber-Fake, why not? Ja, Du musst dich nur so stylen, ein bisschen tätowieren und dann kannst du ihn easy raushauen. Er hat sich jetzt nicht eine Glatze rasiert. Schon? Ich glaube schon. Also ich habe Keine es Ahnung. irgendwo gesehen. Ist der Typ schon wieder am Durchdrehen? Justin Bieber. Weiß nicht. Ich weiss nur, er hat immer heisse Schnitte, der Wichser. Ich glaube, haben wir nicht letztens etwas auf 20 Minuten gehabt, dass sich der eine Glatze rasiert hat. ich weiß es nicht. Ich lese doch nicht Verunsicher News. ist mich. Ich muss. Swiss Bieber, genau. So! Schau nun. Warte, jetzt nicht zu dir was, jetzt bist du. Und heute hast du dich schick gemacht, gesehen ich gerade. Ich habe es gar nicht gesehen. Ich gehe so arbeiten. Das ist nicht mal... Laber Ja. nicht. Gut, ist okay. Ja, ich habe mich mega hübsch gemacht. Natürlich, oder? Für dich immer. Oder? Seht ihr Leute, nehmen wir das Beispiel. Haben jetzt so wie gewisse andere, die daher kommen und denkst so, what the fuck, bro? Bist du gerade von der Straße? Ich habe mich auch wunderschön für dich gemacht, Rocky. Ich habe sogar einen Pulli angezogen. Ich habe gehofft, du ziehst Gell, dich aus. decent product place. Nevermind. Wie alt bist du, Swiss Arma? 17. Gut, ich muss aufpassen, was ich sage. Alles Oh! Ban incoming, boys. Unten rechts könnt ihr reporten. Sagen dann was auf Let's Twitch. go. Wann hast du angefangen? Warte schnell, jetzt machen wir gleich schnell Swiss Arma. Wann hast du angefangen zu streamen? Am 28.12.17. Vor Oh einem mein Jahr. Gott, der etwa. weiss sogar noch das Datum. Holy shit. Natürlich. Und dann bist du 16 gewesen. Ja, und einen Tag später habe ich Geburtstag gehabt. Also für einen Tag hast du mit 16 gestreamt. Genau, das war eigentlich mein Anfang gewesen. Und wie bist du drauf gekommen? Keine Ahnung, ist eigentlich interessant gewesen. Ich wollte schon immer streamen, über Jahre, aber unser Internet hat einfach Nein gesagt. Dann haben wir halt im Dezember ein neues Internet bekommen, haben es einfach mal ausprobiert und Zum so ist es dann eigentlich losgegangen. Bist du so ein YouTube-Typ vielleicht? Zuvor? Also, Hast du überhaupt mit ich YouTube zu tun? Ja, mittlerweile schon. Ich habe ab und zu ein paar Videos gemacht in letzter Zeit und es ist eigentlich ziemlich steil gegangen. Also es kommt gut an, ja. Also bist du auf YouTube unterwegs? Ja, voll. Ich habe Das ein habe paar ich gar nicht Videos. Aber... gewusst. Also ja, der Swiss Arma. Ja, voll. Und der Fuck, wenn ich das verpasst? Ich bin eigentlich mehr auf YouTube, weißt du? Mich Ja, voll, ich interessiert weiß. das fast mehr. Stream ist für mich nur zum Geld machen. Ah, What else is new, Rocca? Ey, man muss irgendwo herholen, gell? Ah ja, jetzt gesehen, das gar nicht gewusst, man.
Ja, ich habe es jetzt auch nicht gross irgendwo hergehängt. Ich habe es einfach für die Leute, die nachfragen, jetzt sage ich einfach, ja, ich mache auch YouTube. Aber ich habe es nicht groß posten oder so. Genau, Freischa, genau. Okay. Und why the fuck nur Fortnite? Weil es gewünscht worden ist von meinen Zuschauern. Oh mein Gott. Gestern ist einer bei mir im Discord gekommen und hat gesagt, damn, ich habe kurz am Swiss Army zugeschaut. Er ist hure gut. Okay, das ist nicht zum Hören. Problem ist nur, es ist Fortnite. Im Fortnite gut ist so, naja. Findest du nicht? Also ich sage, es ist anstrengend, weil ich bin ja mittlerweile, ich glaube vorgestern bin ich Platz 415 auf der Welt gewesen und es ist schon das Haus geschwitzt. Jetzt sind wir durchgekommen. 415? Ja, Wie voll. viele Und in Leute der spielen das Spiel? 500. 500? Ich glaube, also es sind, ich glaube 50 Millionen oder so. Alter, was? Du Ich habe es bist, gar nicht gewusst. also bist du wirklich Top 500 gewesen? Ja, voll 415 bin ich gewesen. What Oh, the shit. fuck, man? Und in der Schweiz bin ich aktuell gerade Platz 1. Der andere, das habe ich gar nicht Ja. gewusst, Mann. Ich auch nicht. Ich bin voll mit dem Werbung machen. So, Number One Swiss Fortnite Player. Komm! So, können wir schauen, ich bin der Beste. Aber er einfach so, ja, Sehen wir das irgendwo? ich bin Platz 1, aber es ist nicht so Ja, du wichtig. kannst es nachschauen, aber ich habe jetzt gestern habe ich mit der Community gespielt, das heißt auf einem anderen Account. Und jetzt bin ich, glaube ich, noch 600 umeinander. Ja, nein, 720 mittlerweile wieder. Ich habe schon gewusst, Chat, dass er gut ist, aber gerade so gut. Wir sind zu alt für den Shit, darum. Wir mögen nicht mehr nachher. Wir zittern beim Gamen. Warte, ich kann es mal schnell schicken. Ja, schick privat mal. Discord. Nein, schick nur Chat, schon gut. Ah. Alle Links offen. Jetzt kannst du einfach da, siehst du jetzt Das hat das einfach gesehen. Mann. Rank 722 bei Duo. Wow, so viele Zahlen. Ja, kann ich jetzt gerade sagen. Oh, meine Augen. Ich sehe nicht, ich weiß nicht, wo ich das soll sehen. Ich komme Du auch nicht siehst- raus. Also links Ah, sieht man jetzt ja, du als Rank, 722. Ah ja, da. Ja, also vorgestern ist 450 da gestanden. Aber nachher habe ich 2 Tage nicht mehr gezockt und jetzt bin ich wieder 700. Wie sehen Ich wir soll jeden Tag einen schweizweit? Screenshot machen. Nein, ich habe gar keinen Screenshot gemacht. Was, nochmal, Rocco? Und schweizweit? Wie sehen wir jetzt? Schweizweit. Da kannst du oben. Weißt du, ich schicke am besten auch mal den Link. Das ist Ja, einfach. ja. Wir sind doch stupid für das Shit, ey. Es ist Damn, voll hey. dumm zum Nachschauen. Er ist Maschine, aber ist ja wirklich so gut, ey. Ich habe Fortnite wirklich gern gespielt. Mittlerweile ist es deinstalliert, aber ich habe einfach das Bauen nicht im Griff. Und das regt mich auch hure auf. Und zwar übelst. Das würde ich gerne auch nicht checken. Ich habe das noch nie gespielt. Ich habe noch kein einziges Mal in meinem Leben Fortnite Ja, gespielt. wir schauen jetzt nachher gerade an, schnell, Jaya. Atmen. Hast schon gespeichert. Ich sehe es gerade, ich bin über die Nacht überholt worden. Mit einem Punkt ist jemand vor mir gerade. Aber trotzdem bin ich einfach 2. Der Bau ist der Grund, warum ich vorhin nicht spiele. Mit den Comic-Style. Ja, das Comic-Style ist mir eigentlich egal. Ich finde, das macht es irgendwie halt anders als PUBG. Aber PUBG und Fahne kann man sowieso nicht groß vergleichen. Es sind komplett andere Games. Ja, ja. Holy moly, hey, warte schnell, da, Desktop. Das ist wirklich crazy, Mann. Ranking Games. An der Reaper hätte ich jetzt überholt, hä? Ja, voll. Kann Aber einfach noch weiterspielen. Aber dann müsstest du ja praktisch jedes Game gewinnen in dem Fall. kommt drauf an, wenn ich drauf schwitze, ist es eigentlich ziemlich gut möglich, ja. Aber teilweise troll ich rum. Das ist mein Problem. Mach doch einen anderen Account, man, der Scheiß ist gratis. Ich habe auf meinem anderen Account, den ich eigentlich zum Trollen habe ich trotzdem Lifetime 5 KD. Was eigentlich insane ist. Geht über wieder so. Ja, ja. Solid Winter, ich sehe schon das Cash. Schön ausnutzen, die Ware. Ich habe auch schon reingeschaut, aber ich habe es nie wirklich, vielleicht das ganze Spiel oder so reingeschaut, weißt du? Darum, keine Ahnung. Ich habe einfach gesehen, es ist gut und fertig. Damn. Und was läuft da mit dem Ohren Digitech-Zeug? Mit dem Voting, Mhm. das habe ich gewonnen. Ah, ist schon fertig? Ja, voll ist fertig gewesen, am 30. glaube ich. Nice, Joya, es hat sich schon erledigt. Was hast du gewonnen? Also gewonnen im Grunde noch nicht. Also Ehre. jetzt, bei meinem Insanity kann ich ja jetzt sozusagen das Talent, das ist wie so ein Vertrag, den ich unterschreiben müsste.
oder muss beziehungsweise dann nur noch reden mit Manuel drüber. Mhm. Und dann bin ich ein Jahr bin ich unter Vertrag gewesen, für sie Videos produzieren und für das bekomme ich Equipment, also ich glaube das Nice. neue Samsung Galaxy Note 9, dann halt Kamera, Maus, Tastatur, einfach eigentlich ganzes Equipment. Not bad. Nice. Und bei Manu bist du in guter Hand. Hey, what up, Chat? Hey, alle zusammen. Und Ja, alle voll. an die Neuen. Wie gesagt, wir gehen nicht immer auf den Chat ein. Nicht wundern, nicht böse sein. Ihr habt andere Gründe, auf mich böse zu sein. Und so weiter. Nice, gratuliere. Merci vielmals. Kommt das irgendeine Meldung oder so irgendwo? Ich denke, ich will noch mit dem Manuel telefonieren, mit dem Chef von meinem Team, dann denke ich schon, dass es irgendwo posten wird. Oder ich poste sicher auf jeden Fall Kann noch. ich mal gewusst, dass der Manu das regelt. Also bis jetzt haben wir mit Manu eigentlich alles zu tun gehabt. Ja, der sorgt schon gut für dich. Es gibt ein paar Leute, die mit ihm zu tun haben, aber. Ja, voll. Hey! Ja gut, Werbung hat funktioniert. Ich habe es aber gar nicht richtig mitbekommen. Ich habe es glaube ich auch von der Joya gesehen. Joya hat natürlich Vollgas gegeben. Musst du dir etwas zahlen, gell? Es war schon knapp gewesen. Ich habe 8 Voting-Stimmen gehabt und der zweite hat 79 gehabt. Okay. Aber ich sage jetzt mal, mein Video ist jetzt nicht gerade so spektakulär gewesen. Ich hätte ein bisschen mehr Arbeit dürfen. Für so etwas musst du fast. Ja, schon. Aber dass sie es gewonnen haben, habe ich eigentlich mit dem Video nicht erwartet. Aber ich denke, durch die ganze Werbung, die ich bekommen habe, von allen, Wenn ich sagen will, ziemlich sagen. abgegangen. Die Leute haben dich einfach gekannt, weißt du? So in der Community Ja, der voll. Runde weiss jeder, warum es. Wer ist eigentlich noch gesehen? Keine Ahnung. Sonst irgendwelche Plebs wahrscheinlich. Also der Mr. Grand ist der einzige, den ich kennt habe. Das ist auch ein Fortnite-Stream, den Rest habe ich gar Sind nicht das alles Schweizer? Ja, voll. Sonst Okay. würde es irgendwie nicht so viel Sinn machen, oder? Ja, keine Ahnung. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn es plötzlich Deutsche noch mitziehen oder so ein Scheiß. Aber das ist voll krass, wie du da Oder? durch die Community eigentlich kannst hochkommen. Mhm. Also ich glaube, sobald du den Vorteil nicht hast, bist du eigentlich fast weg vom Fenster. Wahrscheinlich. Gut, aber außer das ist das Video hure gut. Also so gut, dass es eh keine Rolle mehr spielt, weißt du? Wo nachher sowieso alle Ja, voll. mitziehen, weißt du? Kann ich mir gut vorstellen. Rocker macht die nächsten Videos. Ey! Gute Bezahlung, ich bin dabei. Easy. Ich gebe da 5 Franken. Deal ist Deal, aber. Damn. Wie viel? 3,50? Wir wissen es doch. Doppelt so viel wie zuvor. Nice. Läuft. Nice. Ey, merci fürs Raiden, sehe ich gerade. King Peak. Oh, King Peak, was geht? Merci vielmals. Der Allen. Der Alain. Der Allen. Gute Bezahlung. Ey, Bezahlung ist Bezahlung, gell? Gell? Also von dem her. Sehe ich genauso. Fuck it. Okay. Zurück zu der Shanun. Ja, was? Warum machst du gerne Storytime? Just Chatting. Nein, du machst ja nicht wirklich Just Chatting. Sie spielt übrigens auch gerne ein bisschen Pokémon. Nur Ja. Pokémon, nichts Ja, anderes. ich spiele ausschließlich Pokémon, ja. Erzähl. Nein, ich weiß nicht genau. Das Ding ist halt, ich glaube, alle meinen, ich spiele nur Pokémon, weil das Ding ist, ich habe selber solo ein Pokémon-Game gespielt und dann habe ich halt noch so ein Duo-Projekt angefangen mit dem Paddy, wo wir das zweite Pokémon gespielt haben. Und dann ist halt so Solo-Streamen Pokémon gsi und dann noch das Projekt mit dem Paddy, wo halt Pokémon war. Wer ist der Paddy? Der Battlehard. Er ist Ist das bei... dein Homeboy? Nein, ich kenne ihn schon mega lang. Also er ist Also jahrelang- Friendzoned. Nicht Friendzoned. Oh mein Gott, Brozoned. was von dir. Ich kenne ihn so lang, das ist nicht mal... Naja, spielt ja keine Rolle. Auf jeden Fall bin ich mit Pokémon aufgewachsen, unter anderem wegen ihm. Und dann irgendwie habe ich erfahren, dass er auch so ein bisschen in der E-Sports-Szene tätig ist. Und nachher haben wir so gesagt, hey, du findest Pokémon cool, ich finde Pokémon cool, machen wir doch so einen Duo-Stream. Und ja, dann haben wir das gemacht und dann haben wir das Projekt so ein bisschen auf die Beine gestellt und sind jetzt im Moment noch an dem dran. Ja, und jetzt habe ich mal gedacht, ich will eigentlich mal ein bisschen etwas anderes spielen als nur Pokémon und darum habe ich jetzt mit Ori and the Blind Forest angefangen. Und das bin ich jetzt am Spielen. Okay, Ja. nice. Joya, merci für die 350. Ich weiß wieder nicht, ob Alert ist. Joya hat gerade dein Video gezahlt. Swiss Arma. Damn. Danke, Oi, Joya. oi. Easy money. Easy, okay. Ich schicke das Skript dann später. Ja, passt.
Und nachher das Chatting-Zeug. Du erzählst gerne Stories. Ich bin ja letztes Mal auch bei dir in den Stream gekommen. Und er hat gesagt, erzähl etwas. Das kannst du noch gut. Warum Ja, kommt das so gut an? Weil ich sehe es auch bei mir oft so. gute Frage eigentlich. Ich rede halt gerne mit den Leuten. Also, mir ist eigentlich persönlich wichtiger, dass ich Chat-Interactions habe, als dass ich viele Viewer habe. Also die Viewer sind mir eigentlich, die Viewer-Anzahl, muss ich sagen, ist mir Mhm. eigentlich gleich. Mir ist es wichtiger, dass der Chat läuft bei mir, weil dann kann ich ein bisschen mit den Leuten reden. Und ich hasse es einfach nur da hocken und spielen und nichts haben zum Erzählen, weil das ist irgendwie dann voll awkward. Hast du nicht das Gefühl, dass genau das aber viele falsch machen? Ja, ich denke es schon. Ja. Also wenn ich zum Beispiel in einen Stream reinkomme, den ich vorher noch nicht kennt habe, und das mache ich eben öppe die, dass ich gehe Schweizer Streamer suchen, die vielleicht nicht so in der Community rein sind. Und dann fange ich so ein bisschen an, mit denen im Chat zu schreiben. Und dann brauchen sie nur mal irgendwie so 3 Minuten, bis sie überhaupt auf meine Nachricht reagieren, wenn sie überhaupt reagieren. Und das ist einfach für mich ein Grund, um nachher wieder zu gehen. Das ist ja scheiße, Weil, ja. ja, das finde ich irgendwie. Aber Für das tust du nicht streamen. ich würde es verstehen, wenn die Chat voll abgeht. Wenn irgendwie hardcore viel läuft und so, dann kannst du ja nicht auf alles eingehen. Ja, Aber voll. wenn du jetzt eher einen ruhigen Chat hast und so, dann finde ich schon, sollte man irgendwie, keine Ahnung. Für das ist ja das Livestreamen da, oder? Das stimmt. Und vor allem, ich finde eben, wenn du schon wenig Viewer hast und dann noch jemand auf deinen Kanal kommt und noch in den Chat schreibt, blöd gesagt, dass er es so weit schafft oder dass du jemanden eigentlich angeschaut hast, der es so weit schafft, dann musst du ja der Person auch eigentlich wie eine Belohnung dafür geben und musst mit ihm nachher reden. Also so empfinde ich das. Darum begrüße ich halt auch, wenn möglich, jeden, der bei mir irgendwie etwas reinschreibt oder Antworten auf die Kommentare, wenn ich es nicht irgendwie verhänge. Ist er beim Spiel beschäftigt gewesen, der andere? Das ist ein guter Punkt vom Sneaky. Ich glaube, der eine hat Fortnite gespielt und der andere hat, das weiß ich im Fall nicht mehr, was der gespielt hat. Keine Ahnung mehr. Aber ich weiß noch, dass es ein Spiel war, wo du nicht irgendwie Multiplayer hast müssen spielen. Weil das kann ich dann immer noch ein bisschen entschuldigen, wenn du irgendwie jetzt League of Legends spielst oder irgendwie so ein Multiplayer-Game, wo du wirklich musst aufs Spiel achten, dass du keine Zeit hast, um auf den Chat zu schauen. Das ist noch ein bisschen ein Unterschied. Dann kann ich es noch entschuldigen. Aber sonst Ja, nicht. das eigentlich, ja. Sorry, wenn jemand bei mir im Chat geschrieben hat, ich streame bis jetzt nur selten mit. Bitte mit der gesagt, was ich mache und weniger für alle anderen. Aber ich glaube, das ist so eine Standardsache. Also, wenn du das nicht hast, es wird keiner geben, der sagt, nö, bei mir muss ich nicht antworten. Also, das ist eben klarer Fall. Ich habe einfach das Gefühl, dass viele Leute streamen im Sinne von, komm, vielleicht erreiche ich etwas damit, aber sie haben keine Ahnung, wie schwer es ist. Gewisse Leute streamen irgendwie 3-4 Stunden, sind nonstop am Reden. Wie oft Ja, streamen voll. ihr in der Regel durchschnittlich? Abgesehen von so Big-Time-Streams. Meistens so zwischen 4 und 6 Stunden täglich. Schon? Ja, voll. Ja. Not bad, not bad. 2-3. Ich bin auch eher so bei 2-3 Stunden. Ich habe gar nicht mehr, ich habe gar keinen Bock mehr. Und Also bei dann, mir kommt es halt ein bisschen darauf an, keine Ahnung. Ich streame dann, wenn ich Lust habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich komme meistens halt vom Arbeiten heim und dann will ich noch etwas essen. Und dann je nachdem, wenn ich Bock habe, dann fange ich irgendwann so zwischen, ich sage jetzt mal, 8 und 9 oder so an. Und bei mir ist dann so, die Deadline ist meistens so ungefähr 12 Uhr. Und dann haue ich ins Bett. und egal was läuft, du bist einfach spontan, schaltest an, dann machst du einfach, was Bock hast. Ja, voll, voll. Also eben, ich habe halt eigentlich immer so ein bisschen, ich probiere immer ein Game halt so ein bisschen am Stück zu spielen, weil ich finde es mega mühsam, wenn du nachher irgendwie die ganze Zeit so Games hast, die wechseln und nachher checkst du nicht, wo du vorher stehen geblieben bist und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen mühsam. Ich habe nicht gerne, wenn Streamer irgendwie ein Spiel anfangen und sie nachher nie fertig spielen. Mhm. Das mag ich nicht so. Aber das ist einfach, glaube Du willst einfach mitschauen und zwar das Ganze. ja voll. Ich habe bis jetzt einmal oder zweimal das Spiel im Stream fertig gemacht. Echt? Ja, weil ich einfach mittendrin dann merke, das Spiel ist scheiße. Oder ich habe einfach keinen Bock drauf. Und das schießt mir auch an, das Spiel wieder anzufangen. Aber ich verstehe, was du sagst, weil ich bin eigentlich auch so. Ich will auch gerne etwas bis Ende sehen. Wenn ich bei jemandem anfange zu schauen, dann will ich es bei ihm auch fertig schauen, sozusagen.
Ja, eben genau. Gut, Oder? ich verstehe, wenn das Spiel scheiße findest, dass du es dann nicht weiterspielst. Also das würde ich jetzt auch nicht machen. Einfach nur, weil die Leute sagen, spiel das und ich finde es Aber scheiße und mache es nicht gern. wenn jetzt einer zu euch wird kommen und sagt, hey, ich spiele jetzt weiter, ich will es unbedingt weiter sehen, ihr habt aber beide keinen Bock. Was macht ihr dann? Also ich glaube, bei mir kommt es darauf an, wie viele Leute es wären. Wenn jetzt alle restlos würden sagen, spiel es weiter, dann würde ich es vielleicht fertig spielen. Kommt darauf an, wie groß der Umfang vom Spiel ist, aber sonst glaube ich nicht. Ja, ich denke, das wäre ziemlich ähnlich. Je nachdem, wie lange das man das Spiel noch müsste spielen, bis fertig ist und alles. Hängt ja auch zusammen. Ich würde aufhören. Rocco ist Ja, alles ja, scheißegal. Ja, aber ernsthaft, die einzige Situation, wo ich jetzt weiß, ist das hure, wie heißt das Game da, das Schwierige, das Getting Over It. Kann ich dir sicher. Und er da mit dem Typ da raufklettern, da mit dem, Ah, ja, ja. weißt du, Ja, wenn er voll, da, wenn ich mal beim Big gesehen. ja, hat er sicher auch schon gesehen. Habe ich angefangen und ich habe Krise bekommen bei dem Game. Krise. Und alle wollen, dass ich es weiter spiele und ich habe es aufgehört. Ja, wahrscheinlich genau wegen dem, weil du dir auch da Ja, eine, wahrscheinlich. weil du dich da Aber ich habe nicht Krise aufregst. bekommen wegen lustig, sondern ich bin wirklich am Arsch gewesen. Ich habe wirklich keinen Bock mehr gehabt. Und ja, genau, Getting Over It. Ich habe einfach keinen Bock mehr gehabt. Und ich habe wirklich gedacht, wenn ich das jetzt weiterspiele, ich flippe aus. Ich flippe Ja, komplett das aus. wollen eben die Leute sehen. Das wollen die Leute sehen. Ja, voll. Horror-Games oder so ein Spiel, wo du dich des Todes aufregst. Das Spiel ist gemacht zum Killen, hey, ich schwöre. Wahrscheinlich zerstört es Freundschaften, wenn man das zweite spielt. Die Menschheit Kannst du wird das zweite zerstört, hey. spielen? Ich weiß es gar nicht. Doch, ich bin mir nicht Weiss es sicher. echt Also, rede mega Alter, da kannst du den anderen gleichen ab dem Spiel. Stein abschupfen. Da wäre ich voll dabei. Ist sicher auch lustig. Golfing habe ich nicht eine bitte. Nee, ich habe. Ah, ich habe ein anderes Game gemeint. Alles gut, alles gut. Es ist schon ein witziges Game, weißt du, und ich verstehe es, warum es so gehypt wird. Aber ich habe es nicht geschafft, weiterspielen. Ich bin nicht mal weit gekommen, weißt du. Aber gleichzeitig ab und zu wollte ich auch gewisse Sachen so erreichen und schaffen, weißt du, was ich meine? Einfach zum fertig machen und alles, aber. Ich habe vorher Getting On noch fertig gespielt. Habt ihr gesehen, auf YouTube gibt es eine, die sie 2 Minuten geschafft hat. Zap, 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 zap. Und ich bin da mehrere Stunden dran gewesen und dachte, ich kill mich jetzt, ey. Shut the fuck up, Joya. Vorher hat irgendjemand gefragt, dann hast du schon wieder verloren, was wir eigentlich reden. Wir reden grundsätzlich immer einfach random Themen, die ich aufgeschrieben habe. Und wir reden einfach. Wir gehen nicht mal wirklich nach Themen. Es ist nicht so eine Art Podcast, wo es um ein Thema geht, wo man nachher stundenlang redet oder so. Wir reden einfach. Es geht einfach darum, um die zwei da oben und was wir so machen. Ich habe vergessen, wer es gefragt hat. Tut mir leid. Für all die neu Ja, sind. der Mountain Scout, so viel es mal war. Kann sein. Aber Gott sei Dank habe ich einen guten Chat, der das schon regelt. Meine Frage ist, hätte der Arme immer noch Bock auf Fortnite? Wird das nicht langsam langweilig? Nur so eine Frage vom Swiss Stand. Sehen es gerade random. Wie soll ich sagen? Ich spiele es ja im Sinn von mittlerweile habe ich jetzt angefangen. Also ich spiele es ja eigentlich gar noch nicht so lange. Erst seit Season 4 und jetzt sind wir Season 6. Und ich spiele es ja im Sinn von, dass ich Top 100 auf der Welt komme, ist mein Ziel. Und 400 haben wir jetzt geschafft. Und darum habe ich eigentlich ein Ziel. Und es bockt halt immer noch, weil ich halt trotzdem verschiedene Leute immer dabei habe. Und es kommen immer Updates aus und alles. Und dann ist es eigentlich interessant, wenn halt die Leute immer noch schauen und auch Spaß haben. Und ich meine, meine Community wächst immer mehr. Und solange es mir noch Spaß macht, spiele ich auch noch Fortnite. Also bis jetzt ist es noch nicht langweilig geworden. Apropos Community, wachsen wir mehr. Du hast irgendwie plötzlich einen hohen Boost. Ja, Alles gekauft! also nachdem ich alles gekauft habe, ist es eigentlich. Easy going, gell? Ja, kann gut sein. Nein, aber ich bin wirklich gebotet worden. Das hat mich mega aufgeregt. Erst gerade im 24-Stunden-Stream, am 20. bin ich für Stimmt, hast du erzählt. 221 Follower gebotet worden. Das hat mich halt sehr stark aufgeregt, ja. Wie viel hast du bekommen? 221. Aha. Das Ding Aber ist halt, trotzdem, du kannst nicht wirklich etwas dagegen machen, aber gleichzeitig, fuck it, ich meine, eine bessere Zahl, oder? ja voll. Solange Also- es nicht du selber bist. Ja, von mir ist jetzt eigentlich egal. Ich weiß ja, dass einfach 200 Ist Leute mir das so? nie zuschauen werden. Aber Gute Frage, wie hast du es gemerkt? Gut, das merkt man, Bobby. Ich habe es eben auch schon gehabt. Etwa 100 von meinen Leuten sind auch fake, zu 100% Bots. also du merkst es etwa so, Bobby, wenn du am Streamen bist und das Follower-Alert nicht mehr aufhört und dann refreshst der Browser und zumal ist innerhalb von einer Minute 200 Follower mehr, dann merkst du es eigentlich dezent schnell. Ja, dann merkst du sowieso. Bei mir ist das nicht so extrem gewesen. Ich habe einfach gemerkt, dass Leute gefolgt haben, aber sie nicht einmal im Chat gewesen sind. Da ist ein Name gekommen, oder? Dann habe ich gesagt, hey cool, merci für den Follow. Dann merke ich es immer mehr und mehr und dann schaue ich es im Chat, das ist gar nicht dumm. Weißt du, bei der Viewerliste und so.
Die sind nie rum gewesen, weißt du? Von denen habe ich nie etwas gehört, nie etwas geschrieben. Und das ist aber dort gewesen, wo Twitch eben das Problem hatte. Da wissen jetzt sicher ein paar Bescheid. Wo Twitch automatisch für die Leute gefolgt hat. Weißt du, wenn du ein Game folgst, PUBG zum Beispiel, folgst, und dann folgt es automatisch Leute, die das spielen. Weißt du, was ich meine? Okay. Und etwa 100 habe ich locker eine Person nur durch das gemacht. Ich denke nicht, dass jemand bei mir legit bottet hat und gesagt hat, komm, schicken wir dem Rocken Bots. Weißt du, keine Ahnung, weiß doch auch nicht. Denke, Aber es hat ist easy möglich. Wir haben letztes Mal auch on Stream sogar geschaut. Es ist hure günstig sogar. Es ist mega günstig. Für alles. Für Facebook, für Twitch, YouTube, für alles kannst du easy mit wenig Geld ein paar hundert holen. Im Fall. Und plus Ja, ist sie auf. Die Frage ist, wie viel bringt es dir? Also. Nein, das haben wir ja letztes Mal genau das gleiche geredet. Es bringt nicht viel. Bis überhaupt gar nicht. Ich sehe gerade den Resub-Scheiß nicht drin. Danke, Joya. Was soll ich sagen? Der Punkt ist, die Zahl sieht schöner aus. Wenn ihr oben eine 1000er Zahl habt, Follower, auch wenn jetzt nur die Hälfte wirklich legit ist, es sieht einfach schöner aus. Aber gehst du effektiv, wenn du jetzt einen neuen Channel findest, gehst du effektiv schauen, wie viele Leute dieser Person followen? Es kommt darauf an, was die Person macht. Wenn jetzt die Person etwas Witziges macht, dann schaue ich automatisch drauf. Dann schaue ich, okay, entweder hat er viel und das heisst, er ist erfolgreich mit dem, was er macht, oder er hat hure wenig und es ist etwas Neues, etwas Geiles. Da bin ich erst recht dabei. Wenn jetzt aber jemand viel hat, aber praktisch tote Hose ist, dann schaue ich auch drauf. Dann wollte ich auch wissen, weißt du warum. Oder? Dann schaue ich drauf und merke so, Scheiße, der hat so viel, aber ist tote Hose. Oder? Mega leerer Chat und los. Und dann, also so schaue ich schon drauf. Ich tue aber nicht wirklich anhand von dem entscheiden. Verstehst du? Aber es geht darum, es gibt viele Leute, die anhand von dem entscheiden. Wenn jetzt sieht, oh, der 1000 Leute, Mann, der ist jemand bekannt, oder weißt, es läuft gut, ich tue auch mal folgen. Das ist halt so der scharfen Effekt. Wir Leute sind ab und zu scharf und sehen so Sachen. Du tust eher jemandem folgen, der 1000 hat, anstatt 100, weißt du? Ich bin ehrlich gesagt genau umgekehrt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie, wo ich am Anfang an streamen und ich eigentlich nur so League of Legends Streams geschaut habe, da bin ich, ja voll, da bin ich, wo ich es wirklich über Durchsuchen gegangen bin auf der Twitch-Seite und ich gesehen habe, dass einer irgendwie, ich sage jetzt 70 Zuschauer hatte und ein anderer hat vielleicht nur 5 gehabt. Dann bin ich zu dem gegangen, der 5 Zuschauer hatte. Weil ich habe das Gefühl gehabt, wenn du weniger Zuschauer hast, dann schaust du vielleicht auch eher auf den Chat und interagierst auch eher mit dem Das Chat stimmt, und du kannst ja. den Leuten eher helfen. Also ja, denen bringt ein Follow wie mehr, weißt du? Also sie freuen sich vielleicht ein bisschen mehr oder was auch immer. Nein, ich auf das schaue ich nicht. Mich interessiert einfach der Content. Und da ist mir wirklich egal, ob viel oder wenig. Same. Wenn es mir langweilig ist, dann schaue ich nicht und fertig. Und wenn einer. Ja. Bei mir ist es eigentlich auch ganz unterschiedlich. Ich schaue eigentlich auch meistens bei Leuten zu, die einfach wenig Leute zuschauen, um sie erstens zu supporten, weil ich weiss, wie schwer der Anfang war bei mir, bis ich mal ein paar Leute hatte. Und sie freut sich, wenn der Chat halt aktiv ist, weil ich meine, jeder von euch kann sagen, wenn der Chat aktiv ist, ist es einfach das Schönste als Streamer. Und wenn du Ohne irgendwie Chat ist Streamen tot, Mann. Ja, voll. Eben, und dann hilfst du halt lieber der Kleineren, als jetzt irgendwie zum Beispiel am Ninja zuschauen. Also, meine Meinung jetzt. Gut, ähnliche Diskussion haben wir auch gehabt. Nur weil jetzt einer mehr hat, müsste er ja nicht müssen kassieren, jetzt blöd gesagt. Ja, schon. Also, weißt du, darfst jetzt nicht sagen, einer hat mehr Viewer, einer hat weniger. Ich schaue jetzt dann weniger. Aber vielleicht, weißt du, der andere, der mehr hat ja darauf gearbeitet, dass er mehr hat. Weißt du, warum solltest du jetzt nicht mehr nicht anschauen? Du müsstest jetzt dir nicht mehr zuschauen, als wie Arme. Blöd gesagt, oder? Bye. Ist jetzt wahrscheinlich auf die Serie. Ja, es geht um den Content, es geht um die Unterhaltung. Ich schaue im Fernsehen nicht ZDF, wenn ich Pro7 schauen könnte. Oder? Nur weil sie mehr haben oder weniger. Aber so bin ich gar nicht. Ich verstehe warum. Oder? Und das ist ja auch gut, weil irgendwo haben ja die kleinen Leute bekommen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass viele ein bisschen darauf warten, damit mehr kommen und dann machen sie auch besseres Zeug, weißt du? Pro7 ist gut. Das ist immer die geilste Sache im Vergleich zu anderen. Oder wenn die mir sagen, schau der RTL. Der erste Fall ist das Beste. Mitten im Leben. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich Fernsehen geschaut habe. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, selten. Gestern habe ich Ich habe vor ein paar Jahren das letzte Mal. Fernsehen ist tot, Leute. Hey, aber come on, RTL, mitten im Leben, ey. So die Asi-Leute, Luxus, hey.
Frauen Da reg ich mich zu ausschalten. fest auf, oh mein Gott. Da tue ich mich zu fest fremdschämen. Genau darum schaue ich auch nicht, dass ich weiß nicht mal, wie die Sendungen heissen, wo sie da so Polizeiermittlungen und so Käse machen. Ich reg mich so dermaßen auf, dass ich dann einfach muss abstellen muss, weil ich mich so fremdschäme und weil es zum Teil so schlecht gespielt ist, dass ich Ja. einfach muss Aber abschalten. ich finde aber genau das so geil, weißt du? Es ist so übertrieben schlecht. Das macht es richtig fun. Wir probieren es. Egal. Ja, das triggert hart RTL. Also, wenn ich teilweise Clips oder so im YouTube sehe, dann denke ich mir nur, okay, danke für das RTL. Das ist so witzig. Ja. Alles Merci, bleibt Lock and so, Load. wie es ist. Solid Winter, merci. Ich werde voll hassen bei diesen Asis. Ey, die machen gutes Geld damit. Dann sich ein bisschen lächerlich machen. Ich meine, das machen sie wahrscheinlich auch so. Also, why not? Und laut meinem Wissen bekommen sie ein paar Tausiger im Fall. Je nachdem, wo sie sind. Gleichzeitig aber auch werden da sehr oft viele Huren verarscht. Also von dem. Naja. Da sind wir schon bei den Viewerzahlen, siehst du, wie wir jetzt so geredet haben. Was hast du vorher gesagt, Shannon? Warum sind Viewerzahlen nicht wichtig? Also, das ist einfach meine persönliche Meinung. Mir sind Viewerzahlen weniger wichtig wie Chat-Interactions. Weil wenn du jetzt eine Community hast, die bei dir regelmäßig hineinschaut und auch in den Chat hineinschreibt, dann habe ich lieber das, weder dass ich irgendwie, keine Ahnung, 50 Viewer habe und kein einziger schreibt etwas in den Chat und alle sind am Lurken. Ich wollte sagen, was ist denn mit den Lurker? Ich bin auch ein Lurker. Ich weiß, Rocco. Ich weiß. Und zwar mit Stolz. Ich tue halt nicht gerne schreiben. Ich hasse schreiben. Hey. Es müssen ja nicht alle schreiben, aber ich meine, wenn nur irgendwie so, ich sage jetzt, wenn du irgendwie 20 Viewer hast und nur schon 5 oder 7 davon aktiv in den Chat hineinschreiben, dann hast du schon genug Material von diesen Leuten, um eigentlich die ganze Zeit können reden, sage ich jetzt mal. Mhm. Dir geht sozusagen nie der Gesprächsstoff aus, weil ich finde, das ist so ein bisschen das Dümmste, was dir passieren kann, wenn du nachher einfach da hockst und du redest nicht mehr und niemand schreibt etwas in den Chat und das ist tote Hose. Und du weißt nicht, wie du sollst wieder anfangen. Lurker sind verdammt wichtig, Leute. Aber ich verstehe es. Rocker kann nicht schreiben. Fuck ja, Alter. Fuck ja. Get the fuck out of here. Und ich kann wirklich nicht schreiben. Nein, ich tue einfach nicht gerne schreiben. Ich tue einfach gerne zurücklehnen und mache meistens etwas nebenbei, weißt du? Und habe einen Stream offen und chills. Darum verstehe ich, wenn es jetzt Lurker kommen. Klar, das ist schwieriger für den Streamer, weil er muss dann schon fast mehr reden gleichzeitig. Aber ich habe es schon oft bekommen, wo Leute gesagt haben, sorry, wenn ich nicht so viel schreibe, aber ich habe Freude daran, weißt du? Einfach zum Zuhören, weißt du? Einfach zum, Voll. keine Ahnung, Nein, ich da sage ja sein. nicht, dass alle müssen schreiben, Genau. aber ich persönlich bin froh, wenn es einfach ein paar Leute gibt, die ab und zu etwas in den Chat hineinschreiben. So habe ich es gemeint. Ja. Es macht es einfach einfacher. Darum bin ich froh, wenn es das hat. Das ist ja geil. Also ich muss leider zugeben, gewisse Zuschauer sind auch witzig drauf und dann machen sie etwas Witziges. Schreiben jetzt auch witzige Sachen. Ganz ehrlich, ihr unterhaltet mich mehr als ich euch im Fall. Aber das wissen die einen. Ich kann Lurker nicht auch, aber bei gewissen Games bist du dann uns dabei wieder alle. Ja. Lurker callen gar nicht gut. Okay? Falls es jemand nicht weiss oder nicht mitbekommt, dann die ja nicht einen Lurker auskallen. In der Regel niemand auskallen, wenn er nicht im Chat geschrieben hat. Finde ich. Das ist das Schlimmste, was jemand machen kann. Ja. Ich persönlich hasse das. Das ist ja der Grund, warum ich einen anderen Account habe, einen privaten, den keiner kennt und dann kann man auch keinen callen. Gar nicht machen, Leute, okay? Wenn einer im Chat schreibt, dann ist er gefickt, dann darfst du ihn callen, so viel du willst. Bobby hat im Chat geschrieben, so, jetzt call ich den Bobby so viel ich will. Aber hat jetzt der Bobby nie geschrieben. Aber ich sehe, er ist da, weißt du, der Friendlist, sage ich. Zuschauerliste und so Scheiß. Ja, nicht callen. Das machen wir nicht. Das Schlimmste, was es gibt, ich bin einmal eben auch bei einem Schweizer Streamer reingegangen, den ich nicht gekannt habe. Und der hat, jetzt stellt euch das mal vor, er hat einen Bot in seinem Chat gehabt. Und jedes Mal, wenn jemand im Kanal kam, hat der Bot einen Shoutout gemacht von wegen, hey, der und der schaut jetzt zu. Und ich so, okay, das passt, ich da dann mal wieder. Ja. Das ist ein No-Go für Das mich. ist Next Level Lurker Calling. Ja, voll. Ich bin gar wieder gegangen. Das hat mich so abgeschreckt. Ich weiß auch nicht mehr, wo es war, aber ich habe es genau das gleiche erlebt. Kaum bin ich reingekommen, plötzlich kalt mich der Bot und ich habe nicht mal etwas gemacht. Und das ist gar nicht gut, Leute. Das sage ich immer wieder. Das ist gar nicht gut. Ihr müsst euch vorstellen, Mann. Wenn jemand bei euch im Chat ist und er schaut euch zu und hat Freude an euch, dann stellt euch vor, ihr callt ihn aus. Es gibt zwei Situationen. Entweder bist du der Idiot oder derjenige, der zuschaut.
Wenn du bist der Idiot, wenn er nicht zurückschreibt. Ich call jetzt nochmal den Bobby und er schreibt mir einfach nicht zurück, weil er nicht will. Dann stehe ich wie der grösste Idiot da. Dann rede ich mit Bobby und er antwortet mir nicht einmal. Gleichzeitig können aber die Leute denken, ja, aber warum antwortet der Bobby jetzt in dem Fall nicht? Ist der Idiot? Weißt du, was ich meine? So oder so, es ist einfach scheiße. Ja, das ist ja so ein Anfängerfall. Die meisten lernen erst nach einem Video, dass man Leute nicht kalt. Ich meine, es ist ja eigentlich lieb gemeint, man möchte aber willkommen. Ja, genau. Klar, aber keine Ahnung. Wie gesagt, ich komme nicht aus der Twitch-Welt, sondern YouTube-Welt. Ich will mich zurücklehnen, ich will Unterhaltung anschauen und fertig. Oder? Was ist eigentlich bei euch so die Grenze im Chat? Ist jetzt zwar nicht das Thema, aber kann man vielleicht ansprechen. Was ist für euch too much? Suisarma, komm, du bist jetzt so ruhig gewesen. Also, too much. Also, was meinst du jetzt im Sinn von. Wa- Also, wa- ich sage jetzt einfach Beleidigungen Zum gehen Beispiel. gar nicht. Zum Beispiel. Merci fürs Host, Boys. Wenn ich jetzt reinkomme, ich bin einfach hure frech, eigentlich mega random. Wäre das schon zu Ja, viel? dann weiß ich. Ja, nein, entweder sage ich, ja, er soll einen Gang abschalten und wenn es halt too much ist, bekommt er halt einen Timeout von mir für irgendwie 10 Sekunden und wenn er es nachher nochmal tut, dann gibt es halt schon einen längeren. Wie gesagt, das ist eigentlich, je nachdem, wie fest, dass man beleidigen und alles. Wenn ich dich beleidige, nicht der Chat. So, ich sage jetzt mal, mit Humor, dann ist es okay. Ich meine, meine Zuschauer beleidigen mich sehr oft. Ja, aber das kann ich ja auch, aber Ja, voll. trotzdem gibt es ja Grenzen. Ne? Also es ist noch schwierig zu beurteilen, wenn jemand in den Chat schreibt und beleidigt. Du weißt ja dann nicht. Also ich meine, es kommt auf die Leute drauf an, aber wie willst du beurteilen, ob er es mit Humor meint oder nicht? Aber auch nicht, das sagen. Also ich sage Ja. immer, solange nicht der Chat, wenn jemand reinkommt, ein Swistendo, und beleidigt irgendjemand, den wir auch kennen, keine Ahnung, irgendein Tactical. So, ich weiss, ihr kennt euch und dann würde ich das akzeptieren. Ihr kennt euch. Würde jetzt jemand beleidigen, den ihr nicht kennt, hat ihr ein Problem damit. Wenn er mich beleidigt, ist das völlig okay. Solange ich das N-Wort raushaut oder so ein Scheiß, ist mir das wirklich egal. Ja, voll. Das mache ich dann schon selber. Alle zusammen nochmal, die neu sind. Hi. Aber es gibt schon Grenzen. Ich habe es auch schon erlebt, wo ich wirklich die Schnauze voll habe von den Leuten im Fall. Hast du zwar nicht gesagt, aber ich habe wirklich die Schnauze voll. Ja, voll. Das kenne ich nicht mehr so gut. Aber Ab und was zu willst du in gibt's diesen wirklich Situationen machen? Oder willst du sie ignorieren? Oder bannen? Weißt du, nur weil sie dich gerade nerven, aber nichts Böses machen, kannst du sie nicht irgendwie bannen, oder? Das nicht. Solltest du nicht. Ich probiere ignorieren, einfach so tun, als ob. Ich habe bis jetzt erst eine Person wirklich gesperrt. Ich habe, glaube ich, nur 2, jetzt vor kurzem sogar, die da so Links gepostet haben. So random, auch wahrscheinlich sogar Bots, keine Ahnung. Aber sonst Personen habe ich nie. Ich glaube, ich habe so roundabout 120. Schon. Ja, bei mir sind Was? relativ viele eskalieren teilweise. Also ich bin es nicht, sondern meine Mods, aber es sind ziemlich viele Leute bei mir gebannt. Warum dann? Wegen Linkposting oder Beleidigen oder was? Ja, nein, Link-Posting eigentlich grundsätzlich nicht. Da wird einfach gesagt, also grundsätzlich wird mir gar nicht posten, du halt Clips von mir, dann ist es eigentlich sonst gar nicht. Aber es gibt halt Leute, die reinkommen, ich sage jetzt mal vorne kommen, die ist sowieso nicht gerade auf dem höchsten Alter, sage ich jetzt mal. Sagt der, der 17 ist. Ja, aber ich weiss, so 12 und so, dann kommen die Leute rein, hey, kann ich mitspielen? Oder teilweise ohne hey. Dann sage ich so, ja. Aber Das ist immer freundlich Hallo zuerst. Das habe ich auch. Und dann fangen jetzt teilweise einfach an, reinragen, und dann, ja, dann kommen jetzt einen Timeout, und nachher dann weiter aufmucken. Und dann, ja, kann es schon mal passieren, dass meine Mods im Permabanus schreiben, ja. Also, viele kann man wirklich fragen, darf ich mitspielen? Das verstehe ich immer noch nicht. Das ist so wie in Real Life. Du hängst es mit deiner Clique oder so und dann kommt random irgendeiner zu euch, hey, darf ich mitreden? Bro, shut the fuck up, wer bist du, ey? Da fühle ich mich auch unwohl. Und Freya, was meinst du? Ja, aber du kannst die Standpunkt trotzdem vertreten, Rocke. Ich weiß nicht, was ich vertreten sollte. Rocca Jerry ist 17, aber benimmt sich wie ein Grosser. Ja, bis jetzt kann ich es nicht motzen. Nicht was. Ich bin immer wie ein 12, also von dem her. Der finde ich es gut. Schau, genau so ein Masterplan. Schau da. Weg damit, hey. Nein, alles cool. Aber gleichzeitig verstehe ich, weißt du, ich meine, die Leute sehen den Streamer und wollen halt mit ihm zusammenspielen. Spielst du mit den Viewern viel zusammen? Zusammen. Ich habe eigentlich früher noch täglich, jeder, der gefragt hat, habe ich eigentlich mitgenommen. Ja. Aber jetzt habe ich halt angefangen, feste Tage zu machen. Also jeden Samstag spiele ich mit meinen Viewers, weil es einfach zu viel wird, weil es so viel mitspielen wollen. Das ist einfach so deine Clique, die mit denen immer spielst.
Ja, voll. Also meine Mates und Bauer, die noch bekannt sind, ja. Hm. Wenn dich einer nervt, kannst du trotzdem sagen, du, heute bin ich nicht so in der Stimmung. Also würde ich zum Zuschauer nicht angreifen fühlen. Doch, aber das mache ich ja frei. Das ist nämlich genau dann, wenn ich sage, ich will heute ein Solo machen. Da habe ich auf niemanden Bock und dann will ich einfach allein sein. Trotzdem spiele ich am Schluss mit allen. Trotzdem kann ich. Lerne es so, dann ist ein schlechtes Gewissen, sage ich, fuck it. Ist doch gut. Aber das ist genau dann, wenn ich mich entscheide, zum Beispiel sagen, heute will ich Solo machen. Und dann bin ich einfach allein, weißt du? Aber ich würde jetzt nie jemandem direkt irgendwie sagen, du nervst, verpiss dich oder so, keine Ahnung. Also so tief gesunken bin ich noch nicht. Was schlimmer ist, wenn die Leute kommen, und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir ist es nicht so oft passiert, wenn die Leute kommen und Werbung machen. Für ihre eigenen Stream. Dann sage ich meistens, Eigenwerbung stinkt und dann gibt es einen Timeout. Das ist eigentlich so meine normale Sofort Reaktion auf das. Timeouten? Ja, aber weißt du, nur so 10 Sekunden, dass einfach der Link weg ist von ihnen. Aha. Das kann ich nicht haben. Hast du es auch schon gehabt, Shannon? Nein, also bei mir ist effektiv noch nie jemand reingekommen und hat irgendwie angefangen Werbung zu machen. Also gar nicht. Ich finde, wenn du das machen willst, Mhm. also ich finde es eigentlich schon armselig, dass man es will machen, aber wenn du willst, dann frag einfach. Oder sag irgendwie, darf ich in deinen Discord kommen und dann haust du es halt dort irgendwie in die Stream-Ankündigung rein von mir aus. Keine Ahnung, dort schaut eh niemand rein. Das haben wir ja Weißt du, letztes was Mal ich meine? geredet. Also, Und darum habe ich ja das Zeug nicht. Aber ich verstehe es, ja. Gar nicht. Ich tue gerne mit den Leuten, also bannen würde ich es jetzt nicht, aber ich tue direkt Follow für Follow, stimmt. Ich tue aber direkt den Leuten sagen, weisst, mach doch etwas. Oder ich schaue gerne rein, weil ich will immer wieder neue Leute sehen. Aber ich sehe es oft auch bei anderen, weil Leute einfach nonstop über sich reden. In einem Stream, wo wir am Streamen sind, reden sie über sich. Und, hey, die sind am Hustlen, die wollen Werbung machen, ich verstehe es. Aber es ist too much. Das ja, ist aber die andere behindert. Seite ist dann, weißt du, vielleicht ist es ja komplett eine andere Community. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie beim Swiss Arma reingehen und meinen Kanal posten, der hat eine komplett andere, oder ich würde mal sagen, zum grössten Teil eine andere Community als ich. Ich meine, klar, es sind wahrscheinlich grösstenteils noch Schweizer, glaube ich. Korrigiere mich, I don't know. Bei dir, oder was? Nein, beim Swiss Arma. Ah nein, das ist Also doch nicht Deutsch, dabei. oder? Ja. Also nein, ich bin Deutsche- Schweizerdeutsch. Hä? Eben. Das ist doch Deutsch letztes Mal gestreamt. Hochdeutsch. Ja, es kann sein, wenn man Deutsche mitspielt, zum Beispiel der Jonas oder so, dass ich in Hochdeutsch mit ihm rede. Aber grundsätzlich tue ich immer Schweizerdeutsch. Okay. Eben, und ich meine, wenn die Leute dann nur an Fortnite interessiert sind, dann interessiert es die ja nicht, wenn ich irgendwie Ori and the Blind Forest oder Pokémon oder was auch immer spiele. Shannon, mich interessiert es auch nicht, was du gamest und trotzdem komme ich ab und zu reinschauen. Eben, aber dann geht es wieder um Content, oder? Ja, eher um dich. Also um Content, Content zu dem zählt für mich auch, wie du mit den Leuten umgehst, wie du dich als Person gibst. Mhm. Das ist für mich auch Content. Ich gehe auch, keine Ahnung, zu Leuten schauen, die Fortnite spielen, auch wenn ich mit Fortnite nichts anfangen kann, weil einfach ich Person cool finde. Ah, darum bist du bei mir. Yeah. Ah, Sind wir mal ehrlich, keiner ist bei mir wegen der Games. Also von dem her. Genug oft gesagt. Ja, gell, da unten sind Links von diesen Gangsters. Können wir reinschauen. Sie senden da ja, Dickpics. so von wegen Werbung und so. He? Ey, er ist ein Gast bei mir. Und ich muss nichts machen. Ich chill hier und habe Content. Also von dem her. Alles easy, alles easy. Das ist Anstatt eigentlich Werbung gut. machen, hole ich euch zu mir, weißt du? Ich habe gerade bei der Tactical in die richtige Seite geswiped. Was? Ah, bei Tinder-Style. Okay, nice. Apropos, ich habe ein neues Match. Freut dich für mich. Mal schauen, was das Hey. ist. Yay! 24 Stunden und ist wieder weg. Er holt Werbung heim. Aber gell, Bobby, ich hole die Leute zu mir. Ich gehe nicht zu ihnen. Okay, Fortnite Hate haben wir auch durch. He? Was haltet ihr davon, besser gesagt? Werdet ihr nervös, wenn ihr streamt? Es ist sehr schwer zu sagen. Also ich bin früher noch ziemlich nervös oder sobald ich so 10 Leute oder so gehostet bekommen, dann bin ich schon ziemlich im Struggle und alles gewesen. Am Anfang? Und dann habe ich, ja, am Anfang, als ich so roundabout 100 Follower hatte, so 5 durchschnittliche Zuschauer, dann habe ich 10 Leute aber drauf bekommen, ist halt schon ziemlich ein Struggle gewesen. Und als ich dann einmal einen Host von 550 bekommen vom Chefstrobe, bin ich schon ein bisschen im Struggle gewesen. Aber mittlerweile ist eigentlich alles, also mittlerweile bin ich einfach chillig.
kein Problem mehr. Es leidet sich irgendwann. Ich habe mich. Wie sieht es bei dir aus, Shannon, bevor ich etwas sage? Nein, also ich habe gar kein Problem damit eigentlich, Du weil hast, du hast das Sachen nie vorher gemacht, gell? nein, gar nicht, gar nicht. Aber ich habe auch kein Problem, irgendwie so Präsentationen oder irgend so was zu machen. Ich finde das eigentlich mega easy, schon in der Schule immer. Immer so: «Ah, mach du, mach du.» Und ich so: «Ja, okay, von mir aus, I don't care.» Hey, von mir aus alle schauen auf mich am besten. Und nein, ich stehe überhaupt nicht gerne im Mittelpunkt. Also das muss ich an dieser Stelle mal gesagt haben. Ich habe auch Aber nicht so wirklich. vor Leuten präsentieren habe ich eigentlich kein Problem. Weiß nicht, vor allem, also ich muss auch sagen, wenn ich am Streamen bin, ich habe meistens das Twitch-Fenster gar nicht offen. Also ich sehe meistens gar nicht, wie viele Leute mir überhaupt zuschauen. Ich habe Mhm. absolut keinen Plan. Und ich spiele einfach und rede ein bisschen und ja, keine Ahnung. Passt Das schon. machst du aber gut. Das habe ich eben gut gefunden. Darum habe ich gedacht, du hast das wahrscheinlich schon vorher gemacht, aber dir liegt es einfach. Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Personen drauf an. Also ich finde eigentlich, Twitch ist auch noch gut für Leute, die vielleicht ein bisschen schüch sind, die ein bisschen wollen, so, es klingt jetzt verdammt blöd, so ein bisschen lernen mit Menschen reden, wenn das Sinn macht. Weil du bist alleine am PC, aber dir schauen gleich Leute zu. Und du lernst so ein bisschen reden mit anderen Leuten, zwar nicht persönlich, aber so ein bisschen durch den Chat. Ich denke, das kann schon helfen. Es kann sehr helfen sogar. Und Ja, voll. ich bin überzeugt davon, dass es vielen wirklich auch geholfen hat. Ich kann so sagen, mir hat es geholfen, weil ich bin eigentlich ziemlich immer zurückhaltend gewesen. Mittlerweile bin ich ziemlich offen zu anderen Menschen mal. Also ist eigentlich chillig, oder? Ich habe das Gefühl, bei mir ist es eben umgekehrt. Ich bin in Real Life vorher offen zu den Leuten und hier eher zurück. Keine Ahnung. Stream und Stage sind zwei sehr. Ja, ja, aber genau, Strike. Guter Punkt. Es sind zwei verschiedene Welten. Hier könnten jetzt 1000 Leute sein oder 10, weißt du, aber on Stage, du siehst die Leute. Oder? Hier ist einfach eine Zahl, ey. Fuck it. Voll, vor allem irgendwie niemand kann dich so, wie sagen wir dem, outcallen, wenn du irgendwie einen Seich machst. Mhm. So, keine Ahnung. Und Ja, du musst nicht irgendwie, wenn du irgendeine Frage im Chat gestellt bekommst, du musst nicht gerade umgehend darauf reagieren. Du hast noch ein bisschen Zeit zum Überlegen. Hingegen, wenn erstens, dich ja. jemand persönlich etwas fragt, dann musst du ja wie gerade antworten und noch mit deinen Emotionen klarkommen und was auch immer. Da wären wir gerade beim Präsentieren. Was ist eurer Meinung nach falsch? Also, wie kann man sich falsch präsentieren? Ich denke, wenn du dich nicht so gibst, wie du eigentlich bist. Oh mein Gott, ich bin Poet, what the heck? Nein, also, wenn du jetzt in Real Life komplett anders bist und du dich dann so wie verstellst für deinen Stream, ja, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dann machst du schon etwas falsch. Zum Beispiel, ich bin im Real Life eigentlich genau gleich, wenn ich im Stream bin. Und ich habe das Gefühl, du merkst das den Leuten an, wenn sie sich verstellen. Mhm. Von dem her, Aber ja. ich habe jetzt das Gefühl, wie siehst du aus, Salma? Ja, Volk ist eigentlich ziemlich ähnlich. Ich meine, ich bin auf Stream schon ein bisschen anders, aber ich meine im Grunde genommen auch ziemlich ähnlich. Aber du bist trotzdem du, gell? Ja, voll, Aber natürlich. ich kann sagen, es gibt Situationen, wo ich schon ich bin, aber ein bisschen hyper. Weißt du, was ich meine? Wenn du ein bisschen mehr Gas willst geben, was du vielleicht jetzt in Real Life nicht wirst machen. Weil aber du sozusagen die Barriere hast, oder live on screen und nicht so wie in Real Life, wo du jetzt einfach irgendeinen Scheiß rumschreist. Wenn bei einem On-Game etwas passiert, schreist du fuck, aber in Real Life machst du es nicht. Gut, vielleicht. Natürlich muss man sagen, Real Life. Ich meine, dann geht es ja erst richtig los, oder? Sind wir mal ehrlich. Aber man ist immer nur sich selber. Und ich Ja, habe voll. schon das Gefühl, dass es eben viele machen, dass sie halt wirklich extrem übertreiben zum Hypen, zum den Leuten gefallen, erst recht. Ja, Damit voll. man irgendwie Follower-Scheiß bekommt oder Subs und all das Shit. Das ist eben das, wo du nachher irgendwie falsch anfängst, aber gleichzeitig gehört das auch dazu. Das ist also wie bei YouTube, weißt du, das Clickbait-Zeug und alles. Du kannst die Leute auskalen, so viel du willst, aber das gehört dazu. Darum weiß ich nicht, ob das beim Streamen so richtig ist. Keine Ahnung. Also ihr probiert jedes Mal ihr zu sein. Ich bin eigentlich meistens sicher, ja. Ja, same. Also für mich ist es anstrengend. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Ich ich würde mich jetzt auch sagen, müsste ja. verstellen,
Ich hätte glaub, voll Mühe mit dem, weil du musst dich auf deinen Chat konzentrieren. Dann musst du dich auf dein Game konzentrieren und nachher musst du irgendwie noch probieren, dich anders zu geben, als du eigentlich bist. Das wäre, glaube ich, too much für mich, ehrlich gesagt. Was ist denn zum Beispiel so wie ein Strike? Der Strike ist ja, er tut ja so ein bisschen den Charakter, also, ist ja nicht wirklich ein Charakter, so ein Theme. Weiss nicht, habt ihr auch schon bei mir geschaut? Beim Strike. Nein, ich nicht. Nein, Im ich auch Strike ist so alles so Militärstyle, weißt du? Er hat alles so, er begrüßt die Leute auch so. Das ist so der Charakter, den er hat. Es ist aber trotzdem er. Was haltet ihr von so Sachen? Why not? Also ich Das meine, ist, für mich ist das dann so wirklich ein CICD für einen Streamer und ich finde das mega wichtig, dass man das hat. Mhm. ich denke, der Dr. Disrespect ist eigentlich das beste Beispiel dazu. Zum Beispiel. Ich Weil ich meine, meine, es kommt extrem gut an und es ist einfach trotzdem, er ist mit seiner Perücke und seinem whatever, was er halt alles hat. Also ich finde, es ist eigentlich noch easy chillig so etwas, wenn man halt so ein eigenes Markenzeichen hat in dem Sinn. guter Punkt, System. Das Ding ist, beim Streamen willst du abliefern. Ich will ja die Leute unterhalten und dann bist du automatisch ein bisschen in einer Rolle. Das ist aber das, was ich gemeint habe, Systendo. Du bist ein bisschen mehr gehypt. Nicht so wie in Real Life, sondern einfach, weil du streamst. Oder? Und dann willst du genau das, und so denke ich ab und zu auch, ich will abliefern. Oder? Aber es kommt halt nicht immer gut und darum kommt mehr mein Ich raus und dann ist die Sache erledigt. Und lass mir die Maske in der Hand, okay? Die ist legendary gewesen. Habt ihr gesehen bei The Working Class? Sie haben mich cosplayed. Cosplayed. Ja, dort habe ich schnell reingeschaut. Ja, ich bin ein bisschen verwirrt gewesen. Ich will ja Nein, nicht, hast du nicht will ja gesehen. nicht sagen, aber ich bin jetzt famous, okay? Just saying. Grund für Sonnenbrille. Solid Winter. Ich habe mich nie gezeigt früher und dann habe ich mit der Maske angefangen und jetzt habe ich gedacht, schießt mich an, ich bin Idiot. Ich hole jetzt einfach eine Brille und gut ist. Und das stört überhaupt nicht im Fall. Ich habe korrigiert, die so brünlich sind. Ich sehe ein bisschen dunkler alles, aber alles gut eigentlich. Und plus sieht es stylisch aus. Und man weiß halt nicht von mir, keine Ahnung. Das habe ich nachher so lassen. Nicht, dass ich Angst habe, dass man etwas von mir weiß, sondern einfach wegen lustig. Einfach so. Macht es spannend. Ja, ist auch wieder ein Markenzeichen eigentlich dann in dem Sinn. Ja, wahrscheinlich, Scheiße. ja. Fun Fact, der ist mit dem Seth Rogen am Rechtsschick gewesen, weil der Rogen einen Film namens Future Man hat machen mit der gleichen Brille. What? Andere Story. Wie habt ihr Halloween erlebt? Gar Sind ihr überhaupt Halloween-Typen? Ich bin eher so der Fastnacht-Typ. Ich habe einfach dort gestreamt, dann haben wir so eine dumme Maske gehabt, so und das ist eigentlich gesehen. Ich sollte schnell schauen. Hey. Weil ich habe auch überlegt, bin aber nicht dazu gekommen. Wenn ich ein bisschen zu tun hatte, dann dachte ich, fuck this, Swiss. Weil ich kann so schnell ein Bild schicken, du musst nicht suchen. Nein, ich bin da über dem Twitch, fuck it. Selfies gemacht. Ja, ich habe sogar das Selfies. Bild bearbeitet auf. Habe ich so auf Instagram. Xeneris. Ich finde es cool. Ah, schau, da sehen wir es. Zack. Ah, du hast einfach so eine Maske drüber gelegt. Ja, einfach so eine Maske angelegt. So eine hat er sogar noch rumliegen. Alle neue, die gekommen sind, hallo. Ah, merci für Lonisium, der Follow, nicht gesehen, sorry. Aber wie gesagt, wir gehen nicht immer auf. Darum habe ich es so cool gefunden, wo der Working Class halt den Erich und mich cosplayt haben. Das habe ich mal eine gute Idee gefunden. Hey. Aber Justin hat einfach gedacht, fuck it, ich muss mich anpassen, ich lege jetzt einfach Maske an und gut ist. Scheiß auf Schminken. Ja, eigentlich haben wir noch so eine Linse kaufen, einfach eine weiße Linse, aber wir haben keine gefunden, also meine Mutter, weil ich nicht laufen wegen der Operation. Ja. Und habe ich meine Mutter eingestellt und sie leider nicht gefunden. Und dann habe ich gedacht, easy, einfach Maske ins Gesicht klatschen. Ist doch easy, es bringt den Spirit schon ein bisschen über, I guess. So geil. Oh Gott, ich habe auch viel von Fastnacht. Wir gehen immer gerne Fastnacht und kann ich alles unmöglich rumliegen. Hey. Jetzt soll ich überlegen, Mann. Mischu, merci für den Follow. Aber er hat euch nicht wirklich gekratzt, hä? Nein, also ich wollte eigentlich ja Nicht einen Stream noch machen mit Outlast. Ja. Aber leider ist dann, ich wollte es so kurz runterladen und dann ist es aber irgendwie so 21 Giga groß gewesen. Und es hat irgendwie so, es ist gestanden, es braucht irgendwie noch 3/4 Stunde zum Abladen und ich so, Mhm. nein, I guess not. Ja, und nachher habe ich einfach etwas anderes gespielt.
Aber eben, ich weiß nicht, Halloween in der Schweiz, das stimmt schon, es ist nichts. Es ist einfach, du müsstest fast irgendwie auf Amerika Ja, oder so, schon. weil dort ist das ja, also dort ist es brutal, wie die das feiern. In der Schweiz ist einfach so ein bisschen, ja, Süßes und Kürbis und yay, fertig. Das habe ich auch jetzt hier rumliegen, also von dem her brauche ich nicht Halloween für das. Ich finde es schon cool. Ich finde es cool, wenn die Leute wirklich sich Mühe geben und etwas Geiles machen. Was sich wirklich schminken und all das Shit kann. Ich finde das geil. Darum bin ich so ein Fan von Fastnacht. Aber wie der MJ gesagt hat, Fastnacht saufen, das ist echt der einzige Grund gewesen, MJ. Wir haben einfach verkleidet, dann haben wir unsere Clique gehabt und uns alle einfach das Gleiche angelegt und sind raus. Und am nächsten Tag ist das Kostüm und alles Shit kaputt gewesen. Ich habe irgendwo noch ein Bild, wir sind mal so als Horror-Clowns gegangen. Das ist der schlimmste Fastnacht ever. Ich habe irgendwie meinen Kopf verletzt. Meinen Kopf verletzt, bin daheim gewesen, am nächsten Tag alles voller Blut. Keine Ahnung, wie ich das herbekommen habe. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich weiß nur, ich bin gefickt gewesen. Rocca ist prügeln oder Fasnacht. Nee, ich bin doch irgendwo angeschlagen, Mann, und hast doch nicht gemerkt. Ja. Hätte ich auch gesagt. Oh Gott, der nächste Jahr, ja. Das ist länger her. Kürbis rumliegen. Kürbis ist fein. Ich gehe so Umsatz bei uns und dann ist am Sonntag Nachmittag der Ausselompete und am Montag Freitag ist meistens auch noch der Ende. Oder das andere Viertel. Welches andere, Joy? Weiß nicht, welches meinst du? Ich muss schauen, irgendwo habe ich es sicher. Ist lang her, aber das habe ich noch irgendwo. Das würde ich jetzt also auch gerne sehen. Müssen wir mal schauen. Du bist bestimmt einfach komplett voll. Ja, schlussendlich bin ich saftig voll gewesen. Wenn ich mich verletze am Kopf und ich merke es nicht einmal. Du musst ordentlich was getrunken haben, ja. Aber wir sind nie auf Fastnacht und haben gesoffen. Das ist ganz normal gewesen. Also von dem her. Masterplan aufpassen mit dem, hä? Wir sind nicht so Erich-friendly, you know? Nein. Was? Ich habe so viel Maskenverheirung verhebt für Ewigkeit einfach. Ich befehle, dass es auf einen Moment fehlt. Bis Leute mir herausfinden. Ah, du meinst jetzt im Streamen? Aber es ist sicher gut, dass man was sie ansieht. Bei mir, es hat jetzt nicht wirklich etwas ausgemacht. Es war witzig gewesen und wenn es einmal gesehen ist, ist es gut gewesen. Bei mir ist mir das Problem, es war hure mühsam gewesen und plus extrem heiß. Bis ich wirklich die Schnauze voll hatte und gesagt habe, fuck this. Das war's. Jetzt muss ich noch Brille legen und alles ist gut. Und dann passt das. Oder beim Auge. Ah, nein, das ist doch einfach ein Augenbrille. Wie heisst das schon wieder? Wenn das Auge mega angeschwollen wird. Was entzündet kann. Weißt du das? Bindehautentzündung. Irgendetwas, mein Auge hat ausgesehen, als hätte ich einen Fuß bekommen. Von heute auf morgen plötzlich. Keine Ahnung warum. Das passiert mir immer wieder zwischendurch. Und immer beim linken Auge. Jedes Mal. Keine Ahnung warum. Einfach mal ordentlich reinschlagen, dann kommt er schon wieder. Ja. Scheiße, rausschlagen. Hattet ihr noch etwas? Sonst würden wir zu diesen 3 random Fragen kommen. Okay. Urseli, danke Sniki. Urseli. Das Urseli. Ich habe nicht mal gewusst, dass es so heisst, aber das war es. Urseli. Aber ihr nicht mehr? Nö. Nein. Nein, nicht übertrieben jetzt. Jetzt habe ich auch weh an dem Auge. Falls Chat noch Fragen hat, dann jetzt. Danach schaue ich wieder nicht auf euch. Just saying. Jetzt redet alle über das scheiß Auge. Das ist Chat, Leute. Das ist Chat, ey. Siehste. Sind wir jetzt plötzlich alle Ärztinnen, oder was? Denke schon, ja. Gas für Google. Hey, der Chat weiß es immer besser. Immer. Fuck you Boys und Grills. Wir gehen zu den Fragen. Ich tue mir immer 3 random Fragen rausholen, die wirklich teilweise extrem random sind. Ab und zu ein bisschen privat, aber in dem Fall ist alles eigentlich relativ gemütlich. Und jeder sollte antworten. Und ich habe wieder mal keine Antwort. Wer will zuerst von euch? Keine, gut. Ja, hau mal raus. Erste Frage. Woran bist du schlecht, aber andere gut? Ich habe einen miserablen Orientierungssinn. Welcome, ich auch.
Es wäre jetzt meine Antwort, aber wahrscheinlich ist es tatsächlich das. Ich kann mich sowas von nicht orientieren. Einmal in Zürich sein, einmal um einen Block haben, nicht mehr gewusst, wo wir sind. Ich habe das genau gleich, ohne Scheiß. Ich kann einmal abbiegen und ich weiß nicht mehr, wo ich Ja. bin. Ich weiß nicht warum im Fall. Ich bin so Ich habe so schlecht in dem. ziemlich das ähnliche Problem. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie daheim, ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn wir schon bei Augen sind, zum Augenarzt muss, dann weiß ich zwar, wo er ist, aber ich muss zuerst irgendwie 10 Minuten überlegen, wo ich durchfahren muss. Und ich realisiere aber erst dann, wo ich durchfahren muss, wenn ich dann schon in der Nähe von dort bin. Das ist check ich es nicht. Das ist total der Brainfuck. Bei mir ist es so, wenn ich zu irgendjemandem gehen muss und ich bin schon irgendwie 2 oder 3 Mal dort gewesen, ich fahre immer noch mit dem Navi dort hin. Auch wenn ich eigentlich wahrscheinlich wüsste, wo es durchgeht, ich benutze trotzdem noch das Navi. Ich brauche es. Ohne Navi wäre ich so nicht. Es ist wirklich so im Fall. Es ist wirklich so, dass du einfach komplett Orientierung verlierst und es kann nicht. Es geht einfach weg. Aber interessant, ich hätte gedacht, ich bin einer der wenigen, Mann. Jetzt sind wir alle drei das gleiche, oder was? Voll! Also wenn es ein Ort ist, wo ich nicht kenne, gut, so das Problem habe ich jetzt schon nicht, so wie es du gesagt hast. Wenn ich einmal einen Weg hatte, habe ich das schon drauf, einigermaßen. Ich erinnere mich dann an den Weg und dann ist es gut, muss ich nicht mehr überlegen. Aber keine Ahnung, ich tue mich in eine Stadt rein, wo ich noch nicht war. Und ich meine, in Zürich bin ich oft gewesen und trotzdem verliere ich mich dort. Ja gut, Zürich ist auch, es sieht einfach alles gleich aus. Das stimmt, Zürich ist verdammt beschissen. Sagen wir Zum mal Beispiel, ehrlich. das beste Beispiel ist das Niederdörfli. Du kannst mich irgendwo im Niederdörfli platzieren und ich habe absolut keinen Plan, weil es einfach, aber es ist genau gleich wie das Labyrinth. Ich peile nichts mehr. Was Shoutout für den Xonius machen da und erklären, dass eigentlich statt Xenoris statt Xoneris. Xoneris ist es? Xenoris. Es steht aber Also Xoneris. Xenoris. Bei ihm heisst es aber Xoneris. Es ist gesund, Eris. Ja, Ich habe mich auch Xenoris. übelst verlesen. Was? Eigentlich statt Xoneris, aber er heißt doch Xoneris. Hä? Habe ich etwas verpasst? Nein, also Xoneris ist, glaube ich, richtig. Gell? Ah, it's a meme. Okay, Xenoris in dem Fall, I see. Ja. A living meme, hä? Hey, der Jerry. Justin. Nicht der Jerry. Da darfst du ihn nicht beibringen, weil sonst sag jetzt mal bei mir auch noch Justin. das ist Justin nicht gut. Bieber, Leute. Der da oben, Justin Bieber. Zürich ist für mich das Einfachste, zu mich recht finden. Nee, hör mir auf. Gut, aber sowieso sind wir orientierungslos, also egal wo wir sind. Ein leerer Raum, 4 Ecken. Ja, wo ist die Tür? Ja. Spielt es überhaupt keine Rolle. Ist dann von bei dir gleich, Justin? Ja, ziemlich ähnlich, ja. Frage, warum streamen dir? Ich habe vorher gefragt, haben ihr noch Fragen? Jetzt sind wir mittendrin. Wenn das beantworten, ihr dürft entscheiden. Der MJ Ja, fragt, kann man warum verstehen. streamen dir? Also, Justin. Ich streame zur Unterhaltung und weil ich meine, ich zocke so oder so. Und wenn ich den Leuten dabei unterhalten kann, dann ist doch das einfach geil. Und es ist ein Hobby von mir mittlerweile geworden. Willst du mal Geld damit machen und davon leben? Ich sage jetzt mal, wenn ich es vielleicht irgendwann schaffen würde, würde ich nicht Nein sagen, aber bis jetzt sehe ich alles als Hobby. Wie viel machst du im Monat? Sagst du es? Also Subs, ich kann meine Subs gerade sagen, ich habe jetzt, ja, ich muss sogar nachschauen, ich weiß nicht mal auswendig. Gute Ich Frage. glaube roundabout, Roundabout. ja, ich habe jetzt gerade 68 Subs Nicht schlecht. und ich habe ja immer Taschengeld als Donation Goal, einfach die Leute, die etwas geben. In jedem Monat kommt bis 200, 250 bekomme ich von dort. Einfach, ja, einfach Ja, fürs das Zocken. weiss ich. Ja, ich weiß Strike, keine Ahnung warum. Bei mir ist alles gefickt, Strike. Meine Alerts sind am Arsch, meine. Keine Ahnung, ich muss alles. Quality Stream. Quality Content Boys. Ich weiß nicht warum am Fall. Keine Ahnung. Muss alles mal neu aufsetzen und alles nochmal machen. Ja, sorry, Justin, ja. Ja, nein, aber also ich sage jetzt mit den Subs zusammen bekomme ich im Monat etwa 300 zusammen. In den letzten 2-3 Schon. Monaten ist es eigentlich immer so gewesen, ja. Bekommst du es mittlerweile alle Monate? Weil Twitch zahlt ja alle 2-3 Monate. Ich bekomme es mittlerweile auch im Monat, ja. Aber er hat sich so aufgestellt. Warum ist es Donation Goal, wenn du das Hobby betreibst? Im Sinn, ich habe das Taschengeld drin, dass ich irgendwie immer, wenn ich irgendetwas brauche, ich meine, am Anfang habe ich immer alles aufgerüstet. Ich habe eine Kamera von dem gekauft, Stream Deck,
Mikrofon, einfach alles. Und ich tue eigentlich jetzt das Geld sparen, das ich bekomme, und dann später, wenn ich das Geld habe, meinen PC aufrüsten. Also du tust das Geld effektiv nur für den Stream nutzen? Ein Großteil schon, ja. Okay. Ich nicht. Offensichtlich. Ich habe mir irgendwie vorgestern, wann ist das gewesen? Vorgestern habe ich mir glaube ich, ein neues Donation Goal gemacht, weil ich meine Katze auf Socken draufdrücken lassen. Auf Das ist jetzt Socken? das ist jetzt mein neues Donation Goal. Wie viel? Because why not? Ich glaube 20 Stutz kostet es. Ich Katze auf Socken, okay. Das ist doch geil. Ja, ich Das ist schaue ja eigentlich, völlig random, aber ich finde es cool. aber ich schaue eigentlich so nicht meine Socken an. Gell? Oder ich weiß nicht, wie du rumlaufst, wenn ich ehrlich bin. Es ist das. Vielleicht schaust du ja deine Socken an, wenn du dein Haustier drauf drückst, weißt du? Dann schaue ich lieber mein Haustier an, wenn ich ehrlich bin. Du kannst beides haben. Das ist doch geil. Racker donate mal 20 Oder du Stutz. kaufst. Hey Leute, wir machen bei mir einen Donation Goal für sie. Hä? 90% geht an mich. Nicht schlecht. Du besser als nicht, gell? Warum nimmst du Tactical Failure? Wie bist du eigentlich auf den Namen gekommen? Und Ja, das, apropos Money, danke Comedy Freddy. Easy Money. Sorry, ja. Das ist eine gute Frage, ich weiß es selber auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das haben mich schon ein paar Leute gefragt. Und es ist schon so lange her, dass ich mich nicht mehr daran erinnere. Aber warum ich streame, ich habe eigentlich früher ich habe League of Legends gespielt. Und dann habe ich gesagt, irgendwann, wenn ich mal ein bisschen besser bin, fange ich vielleicht Also an nie. zu streamen. Also nie. Und nachher hat ein Kollege so gesagt, ja, fang doch mal an und so, dann hast du schon mal ein paar Follower, wenn du dann ein bisschen höher bist. Und ich so, nein, Mann, es schaut eh kein Schwanz zu. Und nachher so, ja mal, probier mal, richte das doch mal ein, wir schauen dann. Und nachher ja, hat er mich überredet und dann habe ich mal angefangen und dann, ja, irgendwie hat es mir voll Spass gemacht und dann habe ich weitergemacht. Ja. Wie lange bist du dran? Ich habe, glaube Ende Juni, Anfang Juli dieses Jahr angefangen zu streamen. Und dann habe ich irgendwann im August habe ich einen recht grossen Host bekommen vom 300 Clown Fiesta. So ein deutscher League of Legends Streamer, der mir relativ viele Zuschauer hat. Dann bin ich Affiliate geworden und ja, seitdem habe ich es dann ein bisschen, also ich sage jetzt mal ein bisschen seriöser genommen, ja. Bevor ich es vergesse, why the fuck, Justin Bieber, kaufst du dir Gaming-Handschuhe? Bevor wir gestreamt hat, hat er es gesagt und gezeigt. Ich habe niemand gewusst, dass es gibt. Als erstes wollte ich kurz an Joy denken, dass sie mir gerne Sub geschenkt hat. Mir als Firma Joy. Easy Money. Zeig mal die Handschuhe. Also, ich habe mir Gaming-Handschuhe warum? bestellt, einfach zum... Der Christoph hat mich draufgebracht, das ist ein Kollege von mir. Weil ich kalte Hände immer habe. Dann habe ich gedacht, easy, ich teste es jetzt mal. Und ich habe es gestern bekommen und ich habe es getestet und es ist so ein Scheissdreck. Also ganz ehrlich, Merci, Jay. es ist einfach... Zeig's nochmal. Leg's mal an. Also, Gaming-Handschuhe. als erstens, wir bekommen nur einen, was ich schon mal scheiße finde, okay? Und es ist einfach die Maus. Es hat im Grunde genommen da so einen Köppel oder so, das ist Handgelenk schonend. Und das ist einfach ein Scheissdreck. Da bleibt Kleber auf dem Mauspad und Alter und so Mann. das. Wie viel hast Kaufen du nie bezahlt? Gaming-Handschuhe. Das 15 €. Fastplay, das Geben ist wir mal. Original Scam. Ouch. Das könnte von Ja, mir kommen. das ist ein Scam. Das ist ein Scam. Fuck, eine Gaming-Handschuhe. Und Tactical kommt morgen mit Gaming-Socken in dem Fall. Mit Katzen Nein, drin. Katzensocken, nicht Nein, die sind Gaming-Socken. Gaming-Socken, okay. Okay, von mir Der aus. ist das Dann muss ich kein- aber mehrere haben, für jeden Tag. Nein, aber das ist schon geil. Du kannst ihnen ein Foto schicken von deiner Katze. Handgelenkschiene, Nachher gell? tun sie den Kopf ausschneiden und nachher hast du einfach so, du kannst das Muster aussuchen und dann hast du Ja. so Socken mit dem Gesicht von deiner Katze drauf. Das ist geil. Einfach Muss einfach. ich haben. Wow. Du musst du uns geben. Du musst ein Giveaway machen für uns. Da habe ich Socken von deiner Dass Katze. ihr, ja geil, oder? Neue Merch. Incoming, würde ich sagen. Socken. Ich mache mir so für Socken, sag's so. Oh, apropos Gaming- Merch, hey, wenn er endlich mal wieder geil aussieht, geht da reinschauen. Da sehen ihr nachher sexy aus. Aufpassen, Mann und Frau stehen nachher auf euch. Just saying. Okay, machen wir weiter. Nächste Frage. Was ist dein bester Skill? Bei mir weiss ich, ist das Reden. Ich kann nichts außer das. Bei den Loser aller Loser fallen. Aber Reden kann Im man nicht so Sinn schnell von- wegnehmen. Ja. Skill, Im Sinn von irgendetwas. Zocken? Nein, allgemein. Was kannst du hure Was? gut? Ich kann
hure gut früher noch, also so Tricks, Backflips und das können, bis ich halt operiert worden bin und jetzt seit 1,5 Jahren nicht mehr gemacht habe. Apropos, was ist genau gewesen? Sehr vieles. Ich habe in den letzten 2 Jahren habe ich irgendwie ein bisschen alles operiert gehabt. Ich habe ein Problem gehabt mit den Zehennägeln, dass die Füße, also sie mir eingewachsen sind, dann musste ich rausschneiden und da bin ich jetzt auch immer gerade noch dran und jetzt muss ich wahrscheinlich morgen, Sicher so auf der Seite, gell? ja genau, Ja, und jetzt habe ich das- es irgendwie schon 4, 5 Mal rausgeschnitten und jetzt hat sich irgendwie bis zum Knochen rausgeschnitten, aber ist immer noch nicht What gut. the fuck? Hey. Holy shit. Und jetzt muss ich morgen nochmal ins Spital und es ist nicht besser, kann ich jetzt schon sagen. Das heisst, ich darf nochmal operieren und dann bin ich wahrscheinlich nochmal keine Ahnung, 4 Monate heim. Das heisst, es gibt mehr Streams, ist besser. Wenn man denkt, das ist nur ein Fingernägelzeichen, weißt du? Ja, voll. Kann man Was? meinen, Ein Finger? kann man Was hast du meinen, jetzt noch gesagt? Fingernägel. beim Zeichen. Sag doch einfach den Zehennagel. Mein fucking Deutsch. Donation Calling. Ja, ja. Fuck you tactical, okay? sorry. Lach mich nicht aus. Das gibt ein neues Emote, ich sag's euch. Ich kann nicht mehr, oh mein Gott. Ja, ja, lacht Ausländer. Ist gut. Macht, gebt. Okay. Was ist dein Skill? Und ich freue mich schon, dich auszulachen. Erzähl. Shanun. Keine Ahnung. Ich habe Gerbsen wie ein Mann. Zählt das? Das habe ich auch schon gehört, ja. Und das ist überhaupt nicht laut oder überhaupt nicht gut. Ich reiss mich auch zusammen an den Stream, okay? Verstehst du? Nein, keine Ahnung. Ich kann. Ja, weil ich Ich glaube, ich schnarche kann dich. mich. Nicht du, Was? sorry. Nein. Ah! Nein, ich glaube, ich kann mich relativ gut in Leute einfühlen. Ich glaube, das ist noch ein Social Skill. Wie fühle den ich mich gerade? Shanun. Du bist extrem. What the fuck? Nein. Ich bin kein fucking Mike Shiva, okay? Hey, nicht gegen Mike Shiva, okay? Er ist Okay. der Beste. So, ist der dein Bro. Ich lüte ihm jedes Mal an. Kein Scam, ich schwöre. Jedes Mal vor dem Stream. Karte legen lassen, wie es läuft. He? Wie viel Donation bekomme ich heute? Und das ganze Geld verbrauche ich nachher bei ihm, also von dem her. 4,99 pro Minute. Das ist sozial. Hey, Leute, wir sind hier anständig. Wir sind hier nicht drauf. Gell? Wir sind professional. Die Sendung kommt nachher auf Pro 7. Okay? Nicht RTL. Und RTL. Äh. RTL kommt sie umgeschnitten, weißt du? Pro 7 verschwindet etwa eine Stunde davon weg. Alle die nochmal neu reingekommen sind. Fingernägelzechen. Das ist geil. Ich glaube, so das ist geil. gerade eine neue Ära begonnen. Oh je. Rock ist gerade chill in Person. Hä? Schau immer. Mein Vater 40. Hallo Vater von Swiss. Warte, ich mach mich sogar groß. Wo bin ich da? Hallo Vater. Hallo Vater! Hallo Mutter. Hören Sie, der Assistent schaut Sachen. Das ist gar nicht gut. Okay? Sie müssen mal seine Internethistorie anschauen. Nicht gut. Okay? Denken Sie daran. Schauen Sie auf Ihren Sohn. Und der Assistent ist raus. Disconnected. Was du hast gesagt, du kannst dich. Wir sind fertig. Du kannst dich gut in die Leute einfühlen. Ja, ich glaube schon. Okay. Und du hast vorher gut können skaten, sagst du, Swiss Army. Nein, es geht einfach so Freerunning, Backflips, Double Backflips, Ah, einfach so stimmt, Gedöns. Ist das nicht? Nicht am Motor? Ey, unsere Mütter sind am besten. So, wie sagen wir dem? So Parkour-Scheiß und so. Ja, voll. Schon. Das wäre geil zu können, das finde ich geil. Ja, es hat aufgehört eigentlich, weil ich bin auf dem Schwungturm mit der Buddy, habe ich einen Trick probiert, den ich schon jahrelang wollte können. Habe ihn einfach Mhm. probiert und dann haben wir den Fuß gebrochen. Und dort ist es eigentlich Du los bist eigentlich mit nur der im Operation. Spital, kann das sein? Ja, im Moment schon. Jetzt die zweite Woche. Also, oder nein, die Woche sogar mittlerweile. What the fuck? Ich habe mir noch nie etwas gebrochen haben und warte auf den Tag. Haben. Das ist auch mein Ich erstes auch Mal. nicht. gewesen. Aber ich habe mich 100-mal schon verletzt. Also wirklich schlimm verletzt, aber nie gebrochen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Oder warum? Strange as fuck. Soll ich nochmal an die neu sind? Was würdest du gerne unendlich umsonst haben? Außer Geld natürlich. Etwas Materielles. Ja. Wo du müsstest kaufen. Und Micho, ich mache alles Mögliche, aber der Matz ist immer einmal im Monat. Kann sich nächstes Jahr ändern eventuell. Sorry. Ja. Was würdet ihr gerne umsonst haben, und ihr müsstet kaufen? Computer Parts. Why?
Dein Leben lang würdest du jetzt Computerparts kaufen. Ich würde einfach sagen 24/7 Essen gratis. Fertig. Ich tendiere auch eher zu sowas. Gut, Shannon verhungert. Ja, was? Nein, das heisst ja nicht, dass ich die anderen Ja, ja, Sachen nicht mehr natürlich, kaufen natürlich. oder? Aber wenn du alles kannst haben, okay, umsonst, dein Leben lang, du nimmst Computerparts. Ja, ist doch cool, die kosten viel, okay? Das ist immer die neuesten PCs, ist doch geil. Und ich und sein Arme wären fett. Ja, obwohl Essen ist eben auch noch eine gute Möglichkeit. Das Ich glaube, das ist- ist so basic, dass ich gar nicht dran gedacht Das habe. heisst auch noch gut, es ist einfach die beste Möglichkeit. Ich meine, Essen ist auch teuer, wenn du es so anschaust. Ja. Plus, Ja, wenn du es Essen nicht ist willst, eigentlich nimmst du schon es und okay. verkaufst es. Keine Ahnung. Also brauchst du immer PC-Parts. Mit denen könntest du aber viel Geld machen. Kannst du aber viel Geld machen, gell? Oder ihr kauft einfach eine Gelddruckerei und dann hat sich das eh geregelt. Oder das? Ich meine, wenn wir gerade schon beim Geld sind. Nevermind, ich weiss nicht. Oh shit, bruh! Genius! Gratis Reisen leben lang. Autos und dann einfach verkaufen, dann ist alles unendlich. Gut. Auch eine Möglichkeit. Auch eine Möglichkeit. Da kannst du auch sagen, irgendwie so Häuser, weißt du? Und dann hast du halt immer mega viele Häuser und dann verkaufst du auch Geld. Gratis Reisen das Leben lang. Ja, aber also ich meine, Reisen ist schon geil, Das aber ist- stell dir vor, du bist irgendwie 80 oder 90. Gut, ich glaube, du kannst mit Computerparts Thailand vielleicht nicht so incoming. viel anfangen, aber Computerparts finde ich jetzt schlecht. Shannon, das ist schlecht entscheidet. why? Keine Ahnung. Wenn du alles kannst haben, würde niemals auf die Idee kommen. Aber dann lieber Autos oder irgendeinen Scheiß. Aber Computerparts finde ich. Autos, ja, Autos ist auch gut. Es gibt viele gute Möglichkeiten. Hm. Weil eben, ich meine, solange du es kannst weiterverkaufen, ist doch easy. Aber gut, im Endeffekt stimmt. Oder? Egal was es ist. Oder? Da musst du vielleicht mehr oder weniger, hat eigentlich auch was. Ich meine, Autos müsstest du dann einfach noch den Platz dazu haben, wenn du dann noch eine Stufe weiter Ja, aber- überlegst. Ja, gut, aber sagen wir es so. Du tust mit den Fingern schnipsen und du hast das, was du willst. Ein Auto. Verkaufst, dann machst du es wieder. Ein Auto. Und immer so weiter, weißt Und wenn du es nicht kannst verkaufen, dann hockst du drauf. du? Dann wartest du einfach, bis du verkauft hast. Okay. Auch. Das ist schwierig. Auto ist ein Drecksgeschäft. Ja, weißt du, wenn du es gratis hast, dann verkaufst du sie für die Hälfte, oder? Dann kauft es jeder bei dir und du machst easy money, oder? Ist ja umsonst gewesen, oder? Lebenslang Monster Energy, das wäre auch geil. Trinkst du Monster Energy? Ja. Ich habe mit denen aufgehört seit etwa einem Jahr. Ja, süchtig nach dem Ding. Mittlerweile nur noch ein Red Bull oder so, nur ein Migros Red Bull oder so ein Shit. Nein, also wenn Aber ich du finde sie schon denkst- ich finde sie schon feiner, aber kann ich die haben wir nicht gut an. Monster Energy, die normalen, sind 100-mal feiner als ein normaler Red Bull. Ja, ich kann dir zu 120% zustimmen, Luca. Um 20. Ich verstehe nicht, weil ich mehr als einverstanden bin mit dir. Ich verstehe nicht, wie man kann Red Bull saufen. Ich finde das so gruselig. Ich habe es lieb's. jetzt mehrmals Also- probiert und ich finde es so hässlich. Belegt doch bitte ein bisschen out of the box. Auch wegen sollen. Also wenn wir schon bei dem Thema Energy Drink sind, ganz ehrlich, ich Ja. verstehe sowieso nicht, wie man trinken kann. Ich hasse jeden Energy Drink. Schon. Gut, ich trinke eh nicht mehr Wasser und Tee, also bei mir ist eh alles am Arsch. Leben lang gratis V-Box. Das wäre für das wie Arme, ja. Ich trinke zum, Gratis V-Bucks? Nein. ich trinke zum Beispiel nicht gerne Kaffee. Ich auch nicht. Das habe ich nicht so gern. Es Warme geht. Schoki, mein Leben. Ja, oh, voll Schoki. Luxus. Ich denke, so zwischendurch mal irgendwie so ein Kaffee Latte oder so, man ist chillig, aber So ein so jeden Macchiato Tag, jeden vielleicht. Morgen. Aber Ja, voll, aber So, jeden Morgen. genau. Hä? So wie andere jeden Morgen, dann könnte ich nicht. Nein, das kann ich auch nicht. Oder ich könnte auch Red Bull und so nicht so viel. Wie 1, 2 Also ich und könnte dann, jetzt wenn ein es Monster wenn könnte ich es ich auch nicht brauche, am 3, Morgen 4. Keine Chance, das Zeug am Morgen saufen, finde ich grusig. Nein. Am Morgen bin ich sowieso wie ein Zombie. Ich wollte nichts in mich hinein haben. Literally. Darum stehe ich am Morgen. That's what einfach nicht he said. Also, Chat, habt ihr noch was? Weil sonst wär's das. Hab genug Geld gemacht. Bin zufrieden. Haben sie ihren Job erledigt. Ihr zwei nichts mehr zu sagen. Up. auf. Ist okay, nein. Wir wollen einfach gehen, gell? Chat, ihr habt glaube ich nichts mehr, hä? Nicht will ich mit Kaffeeersatz. Ja, ich glaube für viel im Fall, ja. Verlässt nächsten Monat
Der Isa ein. Wer ist der Isa? Der Ghost ist das ist glaube ich, einer von Zürich, der hat irgendwie 2000 Zuschauer jedes Mal. Ein Fortnite-Spieler, der stark ist. Schon wieder ein Fortnite-Spieler, ey. Aber der geht nicht auf das, das kann ich jetzt schon sagen. Schön zu danke. Ey, merci mal. Ist er kein also macht er auf Hochdeutsch? Ja, voll, aber er nimmt nicht mehr Bannerwanske Güsse an, weil er Angst hat, dass er auf die Kappe bekommt. Wow. Er hat ja auch Angst gegen einen 17-Jährigen, also von dem her. Er ist, glaube ich, 16. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe es nur mal gehört. Der Swiss Arm ist bis jetzt der Jüngste, der da mitgemacht hat und das bleibt so, okay, Leute? Und ich habe früher eben gesagt, alles ab 18 Nicht und unter ich habe mir 17, ja. nie Gedanken gemacht. Bis ich letztes Mal aber gemerkt habe, Moment, der Swiss Arm ist doch hure jung. Aber egal. Er ist Noch ein nie bin ich jung gewesen. cooler Dude, passt. Shots fired, ey. Und, Danke, Solid. Und wenn etwas passiert, dann wissen wir, zu wem wir halten. Chat, danke vielmals für all das Zeug. Auch merci für das Giften an MJ. Kann ich sehen. Inferno Sabe, Sarge 100 Bits. Schon hier wieder mal einen Mannerich reinhauen. Comedy Freddy merci und dann ein paar Follower. Alpha, Stube, Michel, Law News Strike. Het kostet, merci. Geek Stübli, het kostet. Danke. Dem ist das viel, ey. Schließt mir an. Hey, du kannst ja froh sein, Mann. Natürlich! What a support, Mann. Merci vielmals, Niemand, die Leute. Leute. Schau, Angie ist da. Angie, too late. Wir gehen. Das Aber- Gegenstübli. Merci vielmals, Leute. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Dieser Dexter etwas hat ihnen vergessen. gesagt. Wer, was? Also kann alle den Merch kaufen. Wenn es Frauen wollen oder Männer, je Hä? nachdem. Ja, wenn ihr Merch wollt, hier, diese. Wo ist es von da? Diese. Diese. Take this, Kaufst du? Beach. Und nachher sehen der sexy aus. Angie, sorry. Machst du mal Schau, das das. Giveaway? Ja, muss ich sowieso mal machen, ja. Soneris, C. Norris. Danke vielmals. Und auch die andere. Sorry, Angie, sorry. Es ist nur limited time, weißt du, meine Zeit kostet, oder? Und ich will nur mich nur ein bisschen geben, weißt du. Das ist jetzt hure strange. 3,50. Bisschen. Eine Bohrmaschine. Oh, mit da mehrere Ausländer. Nein, endlich bin ich nicht allein. God damn it. Keine Nein, Angst, du hast keinen Ausländer. never mind dann. Bin immer noch allein. Nein, merci vielmals, geil. Tactical, Joy, hast du gerade Links irgendwo? Die scheiß Links nicht da. Das da hier ist Tactical Fehler. Gern nicht Bier schauen. Ist langweilig as fuck. Gern nicht zum Swiss Arma schauen. Er ist Justin Bieber. Okay. Nein. Gern schauen. Sag das Hallo. Und Warte, gerade hier. ich poste es doch immer. Okay. Jay, ich schau doch nicht Chat. Hey, wer interessiert das? Nein, Yuga ist auch da. Nice, immerhin ein Yuga. Abschaffen die Wahrheit. Goddammit. Nein, merci vielmals. Und ihr bleiben noch kurz hier. Justin und Shannon und Chat, ihr. Das war's, hä? Merci vielmals, habt das schön und bis. Warte, stopp. Nächstes Mal ist die letzte. Hab ich fast vergessen. Nächstes Mal ist die letzte Nummer 10. Okay? Daran denken Boys and Grills. Bis jetzt ist es am 25.11., glaube ich. Noch nicht sicher. Aber wird dann bleiben. Ist der letzte für das Jahr und dort werden wir gewisse Sachen besprechen. Und dann werden wir lästern. Über Shannon und Justin und all die anderen, die da Geile dabei Scheiße, sind. komm mit. Okay? Das klingt gut. Nein, Ja, nicht die letzte, aber nein, für das Jahr. Okay? Für das Jahr ist die letzte. Nächstes Jahr geht es dann weiter. Wie genau, weiß ich noch nicht. Sehen wir. Raid. Shit, stimmt, ich muss ja paraden, Mann. Habt ihr gerade jemanden? Let's go. Habt ihr gerade jemanden, den wir hosten können? Das hat jetzt wieder fast vergessen, Mann. Danke, Also, nein, Bobby. die ist online. Okay, wer hat am Start? Narudel ist immer Option. Das Bu ist auch online. Der Der Plexi. Juve ist online. Fußball, Juve. Ist in Schweiz. Ja, ich kenne Juve, ist auch da. Immer wieder. Vorher ist er sogar selber da gewesen. Aber sagen jetzt alle gerade Juve. Juve. Swiss, X-Flex. Bis jetzt sind mehr Flex. Juve, hä? Der Juve, der T-Rex, der macht es doch auf Schweizerdeutsch, oder? Und er macht Dance-Sessions. Wenn wir ihn gehen raiden, macht er fixe Dance-Session für uns alle. Schon. Mhm. Und er kann Jetzt gut erwarten wir tanzen. etwas. Kann er Er macht tanzen? Pop-In-Dance oder irgend sowas. Okay, warte, soll ich das mal speichern? Alles klar, join den Discord. Und ein paar Links hinhauen, wer es interessiert. Hier in der Discord.
Hier der Twitter, hier der Instagram, ich schicke Ich sehe Dickpics. diese Scheiße. Hier, diese Scheiße, alles hier, alles. Klick, mach Klick und geh raus. So, dann haben wir halt den T-Rex geholt. Er ist ein cooler Dude, der ist immer wieder da bei mir im Chat. Jetzt verdient. Streamt der Plex nicht auf Englisch. Der Plex streamt Freestyle. Keine Ahnung, was er macht. Der hat, glaube ich, schon alles dreifach durch. Ja. Ansprache. Bald Tamilisch. Abwarten. Also. Ja, nein, wir haben doch den Plex gern. Er hat es Gerbs. Jetzt haben wir es verpasst. Okay, der war Shannon. Natürlich. Wer schusst, hey? Wer schusst, hey? Wir sind so anständig und sie da voll. Also Leute, merci vielmal, habt das Schöne und sagen dem Juve ein ganz lieben Gruß von mir und den 2 Damen. Bis nachher. Den winken so, es wird es interessieren, weißt du, was wir Okay, okay. Arma winken. Winke, winke. Haben die nicht Tschüss gesagt? Sagen ciao. Tschüssi. Ciao. Schön, sind ihr da gewesen. Mega cool.